Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum ersten Abend der Serbska Debata. Mein Name ist Roland Löffler, ich leite die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung und will mich gleich entschuldigen, ich bin der sorbischen Sprache leider nicht mächtig. Sie erleben aber trotzdem heute Abend eine Premiere. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat zwar schon einige Bücher zum sorbischen Volk herausgegeben, aber noch nie eine Veranstaltungsreihe organisiert. Und es gab viele, viele Vorgespräche in den letzten 2 Jahren und darum sind wir sehr froh, dass es nun heute Abend endlich losgeht. Ich danke sehr, sehr herzlich unseren Partnern, der Sorbischen Zeitung, Serbske Noviny und der Stiftung für das sorbische Volk. Unser Ziel ist es, dass wir aktuelle Themen, die hier im sorbischen Volk in Sachsen eine Rolle spielen, aber auch darüber hinaus, hier da die Mehrheitsgesellschaft berühren, in eine Debatte bringen. Denn das ist das Grundprinzip der politischen Bildung, dass wir Kontroversen eben kontrovers abbilden, dass wir zur Meinungsbildung beitragen, dass wir das Gespräch mit Ihnen suchen und damit für eine lebendige Debattenkultur sorgen. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir in dieser glücklichen Fügung mit einer Zeitung und einer Stiftung zusammen uns auf den Weg machen. Heute ist der erste Abend zum Strukturwandel, dann werden wir über die Frage der Bildung, der Schulen reden. Wir wollen über die Frage, ja, wer sind die Sorben, ein autochthones Volk oder wie kann man das überhaupt definieren, sprechen und schließlich über Fragen der politischen Partizipation. Und wir freuen uns, dass wir nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Abenden, die so in den nächsten 6 Wochen stattfinden werden, zahlreiche, sehr ausgewiesene Gäste gefunden haben und freuen uns insofern auf diese Reihe sehr. Und damit genug der Vorreden. Ich darf jetzt an den Moderator des Abends, Herrn Arlt, übergeben und freue mich auf die Debatte mit Ihnen. Dobry wieczór też z mojej strony. Ja witam was wszystkich tu na żoli Slepiansko-Serbskiego Kulturnego Centruma. A wie so wszystko tych runje tak, kiż znano doma, aber nigdzie na świecie nasz livestream z Czeoja a wszystkim tym, co ja jeszcze pokazać naszą zeigen, die Möglichkeit des Mitdiskutierens. Bitte scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code. Dann haben Sie die entsprechende Maske vor sich, wo Sie Ihre Frage eintragen können. Im Internet über slido.com. Dies ist dort zu sehen. Wir haben uns heute Gäste eingeladen, vor allem hier aus der Region. Das ist die Gegend des sorbischen Siedlungsraums, der unter der Braunkohlengewinnung am meisten gelitten hat. Heißen Sie mit wir willkommen Frau Jadwiga Maling, die Pfarrerin hier in der Schleifer Gemeinde. An meiner linken Seite sitzt Jörg Funder, der Bürgermeister der Gemeinde Schleife. Herzlich willkommen. Das sorbische Wissen hier in Schleife ergänzt Manfred Hermasch. Er ist verantwortlich für die Angelegenheiten der Kirche, der evangelischen Kirche Oberlausitz, Niederschlesien und war viele Jahre Regionalvorstand des Regionalverbandes Jakob Loretz Zaleski. Von diesem Unikum erfahren Sie, was Sie wissen wollen. Und nicht zuletzt heiße ich Frank Knoblauch willkommen, den Ortsvorsteher in Niedergurich. Das ist ein Bereich der Gemeinde Boxberg. Er ist der Enkel von Gustav Mertin.
der 1948 im Sächsischen Landtag nach dem Krieg den Entwurf des Sorbengesetzes, des ersten Sorbengesetzes, in das Parlament eingebracht hat. Und damit sind wir eigentlich bereits so weit, dass wir uns den eigentlichen Fragen widmen können. Wer Fragen hat, wir haben so konzipiert, dass wir auf all Ihre Fragen im zweiten Teil antworten wollen. Und zuvor haben wir noch die Präsentation von Frau Michaela Mosche von der Stiftung für das sorbische Volk, die uns noch einmal die Förderrichtlinien für die Projekte in Sachen Förderung der sorbischen Sprache und Kultur im Strukturstärkungsgesetz erläutern möchte. Und so wollen wir uns der Arbeit widmen. Ich muss ergänzen, dass ein Gast unserer Einladung nicht folgen konnte. Das ist Dr. Johannes Stimmler, der Leiter des Bereichs an der TU für die Strukturänderung an der TU in Cottbus. Er ist an Grippe erkrankt und hat gestern abgesagt, und das ist wohl etwas unangenehm. So beginnen wir, und bevor wir uns der Thematik des Abends nähern, möchte ich gern von Ihnen erfahren, was sagt Ihnen der Begriff Strukturänderung, was bedeutet es für Sie? Die Wissenschaftler sagen, es wäre die Gelegenheit für die Lausitz. Frau Marling. Ja, die Änderung der Strukturen ist für mich persönlich etwas ganz Selbstverständliches. Schließlich sind wir immer in der Änderung der Struktur zu Hause im Rahmen unseres persönlichen Lebens, und ich sehe persönlich derzeit die neuen Möglichkeiten für unsere Lausitz, damit, was derzeit entwickelt wird in Sachen Infrastruktur, in Sachen neue Ideen, so dass ich persönlich recht positiv eingestellt bin, wenn ich an die Strukturänderung denke. Herr Funder, vielleicht verraten Sie uns Ihren Blick oder den Blick Ihrer Gemeinde. Ja, Dobry Večer, guten Abend auch von mir und herzlich willkommen hier bei uns in der Gemeinde Schleife. Wir sind ja als Gemeinde oder die Ortsteile und die Orte bei uns auf eine ganz besondere Art und Weise mit dem Thema Strukturwandel befasst. Und was wir feststellen ist, dass unsere Pfarrerin hat schon gesagt, also die einzige Konstante ist der Wandel. Das merken wir auf eine ganz besondere Art und Weise hier bei uns. Einerseits die Tatsache, dass ein signifikanter Teil unserer Bevölkerung in der Kohle oder in nachgelagerten Einrichtungen und in Firmen arbeitet, die damit zu tun haben. Etwa 20% unserer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in solchen Unternehmen beschäftigt. Und vielleicht noch einen ganz entscheidenden Aspekt, den wir in der heutigen Zeit ganz oft vergessen, wenn wir ein paar Jahre mal zurückblicken in die 90er Jahre, als wir hier einen sehr signifikanten Strukturbruch gehabt haben, als die Änderung, nachdem wir der Bundesrepublik beigetreten sind ja sehr viele Arbeitsplätze hier weggebrochen, und seinerzeit hat gerade die Kohleindustrie sehr vielen eine gewisse Sicherheit versprochen, und wir sollten bei allen Betrachtungen, die wir jetzt in der Zeit an das nicht tun, weil diese Sicherheit, die seinerzeit versprochen wurde und für die Familien hier auch sehr, sehr wichtig gewesen ist, der Strukturwandel, der jetzt kommt, in Teilen auch als Bedrohung empfunden wird. Und bei allen Chancen, die wir dabei haben, die wir ganz klar auch sehen hier bei uns, wir haben uns auch auf den Weg gemacht als Kommune, dürfen wir aber nicht vergessen, dass eben gerade diese Strukturänderung, die wir hier haben, schon wieder ein massiver Bruch damit einhergehen kann, und wir dem Ganzen mit großem Augenmaß und mit Sensibilität dem Ganzen begegnen sollten. Knoblauch. Herr Knoblauch, die Situation bei Ihnen ist etwas anders, ist, was das Sorbische angeht,
etwas da geblieben? Erstmal zu dem, was der Herr Funder gerade sagte, der Bürgermeister. Das sehe ich analog. Also einerseits wird das mit großer Spannung gesehen oder es gibt auch Befürchtungen, dass das irgendwie ein Stück weit schiefgehen könnte. Das sind sicherlich, ist ein kleines Traumata damals noch aus der Nachwendezeit da. Wir haben ja, wie gesagt, schon seitdem einen ständigen Wandel drin und was die Leute ein Stück weit antreibt, ist einfach, dass sie denken, wird auch was davon bei uns ankommen, werden wir hier vernünftige Lebensgrundlagen haben für uns und für die nachfolgenden Generationen. Das ist jetzt eigentlich der Punkt. Können wir die jungen Leute hier halten oder können wir sie dazu bewegen, halt später auch wiederzukommen, wenn sie ihre Familien gründen, können wir uns so aufstellen und solche Bedingungen schaffen. Das ist eigentlich so jetzt gerade der Punkt. Und ja, auf Sorbische bezogen war die Frage. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir in dem Zuge ganz klar, das eint uns ja alle, die wir der sorbischen Raum wiedergeben wollen, dass Akteure natürlich zum Schluss auch da sind, die das Ganze bespielen, nenne ich es jetzt mal, aber dass die Bedingungen auch da sind, dass wir was machen können. Also wir kommen ja dann nochmal dazu, das ist ganz klar. Aber ja, das wird eine spannende Sache, eine langfristige Sache. Das ist nicht von heute auf morgen zu machen. Das, was in 200 Jahren industrieller Revolution auch kaputt gemacht wurde, das wissen wir auch. Das ist eben das Ambivalente an der ganzen Geschichte. Das jetzt wieder ein Stück weit aufzubauen, das wird eben dauern. Wir müssen Geduld haben. Und Herr Hermasch, jetzt möchten wir Ihre Sicht sehen auf diesen Prozess, auf den aktuellen. Seit der Zeit der Wende haben wir ständig Angst gelebt. Wir haben jedoch gelernt, dass wir Möglichkeiten haben, wenn wir alle Menschen, die davon betroffen sind, in diesen Prozess einbeziehen. Das heißt, wir haben bei uns Konzepte erarbeitet, jedoch der Beginn für uns war, dass wir dem Sorbischen Institut die Aufgabe gegeben haben, bei uns eine Forschung vorzunehmen, was es noch Sorbisches gibt bei uns. Und daraus haben wir entnommen, dass es noch etwas gibt, das jedoch an der Zeit ist, etwas selbst dafür zu tun. Und das war für uns der Ansporn, seitdem an Konzepten zu arbeiten, wie wir all unsere Dörfer in eine Gemeinsamkeit bekommen können. Das war im Prozess der Erarbeitung eines Konzepts gelaufen. Und ich habe damals, mir haben sie gesagt, ich bin nicht der sorbische König, ich bin die Spinne. Ich sitze in meinem Spinnennetz und habe in alle Gegenden meine Verbindungen und habe sehr schnell mitbekommen, wo etwas passiert. Ich war damals im Planungsverband und dort hatten wir die Möglichkeit, dass wir als Gemeinde mit besonderen Aufgaben für die sorbische Kultur eingetragen werden. Wir wollten damals gern, dass auch die sorbische Sprache eingetragen wird. Der Dr. Heinrich damals war noch nicht so weit, aber jetzt steht dort etwas dazu drin. Und hier war unser Ansporn, dass wir allen Gemeinden in unserer Kirchgemeinde bei der Bearbeitung einbeziehen. Und damit wusste jeder, was für uns Priorität hat. Und wir haben uns gefreut, dass ein sogenanntes Außenbüro herausgefunden hat, dass unser Schleifer Sorbisch ein verbindendes Element aller, der bei uns ist, die sprechen können, andere wissen etwas davon und verstehen. Besonders wichtig sind die Familienverbände. Für uns ist es schwer, auf einen zu schimpfen. Wir wissen nicht, wie es in den anderen Dörfern wirkt. Also die Konzepte haben uns geholfen
Und wir haben dann alle Möglichkeiten genutzt, damit wir diese Konzepte in den Regionalplan bekommen. Und das ist uns gelungen. So, für unsere Runde ist ganz wichtig, dass wir uns merken, wir brauchen Konzepte, die müssen erarbeitet werden. Wir kehren später darauf zurück. Ich möchte Herrn Funde noch etwas fragen. Mit einer aktuellen Nachricht möchte ich ihn etwas ärgern, denn die Landräte Bautzen und Görlitz haben vorgeschlagen, die Gelder für die Stärkung der Struktur in den Regionen, für die Ausbauaufgaben der A4 und der Elektrifikation der Bahn von Dresden nach Görlitz zu verwenden. Hat der Landrat hier überhaupt in diesem Bereich, in dem Sie zu Hause sind, mit den Bürgermeistern gesprochen? Ich versuche mal, mich jetzt politisch vorsichtig zu äußern. Es ist so, dass wir die Nachricht aus der Zeitung erfahren haben. Und dass wir darüber nicht glücklich sind, das, glaube ich, kann jeder hier im Raum und auch der hier der Veranstaltung folgt, nachvollziehen. Ich gebe zu, dass ich auch ein bisschen überrascht gewesen bin über diese Ankündigung, also insbesondere, weil wir unter den Bürgermeistern oder auch über den SSG-Kreisverband oder überhaupt noch nicht über das Thema gesprochen haben. Ich bin auch ein bisschen darüber verwundert, weil wir insbesondere im Impf-KG, glaube ich in der Anlage 2, Punkt 11, ich weiß es aber jetzt nicht, nageln Sie mich nicht fest, aber man findet, dass wir dort Bereiche drin stehen haben, wo es ganz konkret darum geht, um Verkehrsinfrastruktur. Und einige dieser Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen finden sich jetzt in den aktuellen Maßnahmen nicht mehr wieder. Ich sage mal Stichwort Milau. Und wenn wir vor diesem Wissen im Prinzip, dass das drinsteht und jetzt nicht durchgeführt wird, jetzt einerseits dann aber den Ausbau der A4, den ich völlig begrüße, also ich fahre ja dort selbst auch lang und gerade erst am letzten Wochenende wieder und gerade unter der Woche, wenn wir die verkehrliche Auslastung dort sehen, ist der Ausbau der A4 aus meiner Sicht im Prinzip wirklich eine Geschichte, die notwendig ist. Ich finde bloß die Art und Weise und die Mittel, die wir dafür wählen, im Prinzip nicht gerechtfertigt. Darüber werden wir noch diskutieren müssen. Ich habe aber ein bisschen Sorge, dass diese Ankündigung jetzt schon quasi in einen Flock einschlägt, der schwer zu verändern sein wird wieder. Das macht mir Sorge einerseits. Dann die Ankündigung im Prinzip der Elektrifizierung der Strecke Görlitz-Dresden, das kann ich auch völlig nachvollziehen und ich glaube, das ist absolut richtig, das zu tun. Ich finde bloß eben auch die Wahl der Mittel dort oder die Ankündigung finde ich falsch. Ich sage auch, warum ich das falsch finde. Wir sind jetzt hier gerade bei uns in der Gemeinde mit einem großen Nachholbedarf befasst. Jeder, der sich so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass wir bis 30. März 2017 davon ausgehen mussten, dass 1500 Menschen umsiedeln, 3 Orte einen neuen Standort finden. Nach der Revierentscheidung der LEAG ist das nun bekanntermaßen anders gekommen. Darüber sind viele sehr glücklich, manche nicht, was auch die Situation hier vor Ort ganz gut, glaube ich, beschreibt. Ich will da gar nicht im Detail eingehen. Herr Funder, ja, diese Problematik möchte ich gern in einer weiteren Frage behandeln, denn wir wollen uns langsam nähern unseren Problemen, die wir hier in der Schleifer-Region haben. Ein Hinweis noch, Sie haben darüber gesprochen, dass es eine Milau gibt, dass eine Magistrale. Das soll eine Straße sein, die von Muskau nach Leipzig führen soll. Also eine Verbindung zwischen Ost und West, die derzeit fehlt. Denn wer an die B87 oder Ähnliches angewiesen ist, der nach Leipzig möchte, ist ewig unterwegs. Auch die Schnellverbindung für den Teil der Mittellausitz ist noch nicht gesichert. Wir haben so vor 5 bis 7 Jahren darüber diskutiert. Dies ist aber wieder still darum geworden.
Wir wollen weitersprechen zu den Strukturen, zur Änderung der Strukturen in der Lausitz. Das haben die Wissenschaftler Stemmler und Haukenthal in ihrem Buch mit dem deutschen Titel gefragt, ob sich dieser Prozess auf die soziale und ehrliche Weise gelingen kann. Und das weist darauf hin, dass dies eine vielschichtige Angelegenheit ist. Der Funder hat etwas darauf hingewiesen, auf das Entdecken der Gemeinde, was die Änderung des Revierkonzeptes heißt, was die Gemeinde betroffen hat, was sie aufholen müssen. Wir beginnen jedoch bei Herrn Knoblauch aus Uist. Kann denn solch eine Änderung der Strukturen sozial und ehrlich gelingen? Also was uns in Uist mit der Gemeinde Schleife ein Stück weit auf jeden Fall verbindet. Erstmal sind wir ja alles Lausitzer und als Teil der Gemeinde Boxberg, wir sind kernbetroffene Gemeinden vom Strukturwandel. Das muss man auch wirklich immer wieder betonen an der Stelle. Uist hatte damals Glück, vielleicht dieser kleine Schwenk sei erlaubt. Bei uns wurde die Spree um 850 Meter verlegt. Das war dann praktisch unsere Rettung, muss man sagen. Also unter Uist liegt auch Kohle. Und ich bin natürlich froh, das muss ich Ihnen sicherlich nicht sagen, dass es meinen Heimatort noch gibt. Und ähnlich verhält es sich ja mit vielen Teilen auch der Gemeinde Boxberg, aber wie gesagt, Schleife auch ist kernbetroffen. Und ja, wir hoffen einfach drauf, was der Manfred Herrmasch erst sagte. Wir haben uns auch auf den Weg gemacht als Gemeinde und als Ortschaftsrat. Also es gibt ja 2 Projekte, die sozusagen eingereicht wurden, die bekannt sind. Das eine ist mehr so ein Leuchtfeuer, sage ich immer, dieses innerörtliche Wegeleitsystem, und das andere ist natürlich das Gesundheitszentrum als wirklich ein Standortfaktor für die Gemeinde Boxberg. Und in Uist und auch die Gemeinde, also der Ortschaftsrat Uist und die Gemeinde, der Gemeinderat hat sich dazu positioniert in der 2. Stellungnahme von vor 3 Jahren, was im September 2000 ungefähr, was glaube ich, bei der Einreichung, dass praktisch wir wieder den Standort Uist, aber auch natürlich jetzt die Gemeinde Boxberg wieder sozusagen in eine sorbische Zukunft führen wollen, und das haben beide Räte bekräftigt als Planungsgrundlagen oder als Grundlage überhaupt. Hat leider keinen Niederschlag drin gefunden, muss ich auch sagen. Also so wie bei euch, dass ihr als sorbisches Zentrum sozusagen drin steht mit dieser Charakterisierung, das ist uns leider nie gelungen. Aber wir haben es zumindest angemeldet. Und wir wollen auf dem Weg weiter schreiten, weil wir sind ja mehr bei der sorbischen Debatte heute. Und natürlich, das Wichtigste bleibt, das wissen wir alle, was haben wir für soziale Rahmenbedingungen, was haben wir für Arbeitsplätze ringsrum, welche Bedingungen haben wir, und dann schließt sich der Kreis immer wieder, was machen die jungen Leute? Es geht einfach darum, wir müssen die jungen Leute hier halten, das muss attraktiv sein. Das ist so das, was uns alle antreibt, was mich auch antreibt. Herr Herrmasch, ich sehe derzeit vor allem in unserer Region, dass die Kommunikation fehlt. Die ist sehr schlecht, was die Leitung von oben nach unten angeht. Wir haben seinerzeit in unserer Gemeinde verschiedene Workshops durchgeführt und haben gesucht danach, wie wir Verbindung zu anderen Vereinen verstärken können. Jedoch solche Dinge laufen derzeit nicht, und ich weiß nicht, wie in dieser heißen Debatte, die derzeit draußen herrscht, solch ein normales Gespräch noch möglich sein könnte. Dort brauchen wir haben damals immer Leute hier gehabt, die versucht haben, uns zu beruhigen, und so konnten wir diskutieren und Konklusionen ziehen, welche Punkte derzeit unter diesen Bedingungen noch möglich sind. Und wir haben unser
Konzept, das wir damals hatten, auf die neuen Möglichkeiten jetzt 2020 verändert. Jedoch ja, dann wurde gesagt Ende und ich bin jetzt in einem Alter, da bin ich nicht mehr so aktiv und kann nicht mehr ganz vorn mitkämpfen. Ich habe immer gesagt, alle haben sich hinter mir versteckt. Einer, der vorn steht, der setzt sich ein, dann die loben sich als Sieger und meine Frau hat gesagt, das machst du nicht mehr. Richtig so. Frau Pfarrerin, Sie hören etliches aus der Gemeinde, vor allem aus dem Volk. Was hören Sie dort? Was macht Sie vielleicht zufrieden? Was beunruhigt Sie? Betreffend den Prozess, soziale Ängste, dass vielleicht das nicht ehrlich abläuft. Wenn Sie die Theologin fragen, was ist eigentlich Ehrlichkeit, könnten wir jetzt natürlich den ganzen Abend, ja, was ist denn ehrlich? Es ist ehrlich, dass unsere Jahrhunderte alte Heide, gerade Trebendorf, verschwindet. Ist es richtig, dass das letzte sorbersche Dorf umgesiedelt wird? Ist es ehrlich, dass jetzt eine ältere Generation, die in höheren Gremien sitzt, über junge Menschen entscheidet? Auch hier haben wir heute auch eine Diskussion zur Strukturänderung. Und auch dort sage ich, hier müssten unsere jungen Leute sitzen, diejenigen, die es eigentlich betrifft. Deshalb steht die Frage, was ist eigentlich ehrlich? Und diese Fragen, die ich gerade hier in den Raum gestellt habe, sind auch Fragen, die ich aus dem Volk höre. Was ist eigentlich ehrlich? Und oftmals wird in der Strukturänderung die Ehrlichkeit definiert nach dem, wohin welches Geld geht. Wie gesagt, mit Geld wird das Eigentliche nicht erreicht. Und das ist für mich ganz wichtig, dass sich immer die Ehrlichkeit und die alle Ehrlichkeit definiert wird darüber, wohin welches Geld geht, sondern über andere Faktoren wie über neue Schulen oder freie Schulen. Weiche Faktoren, das ist das, was wir brauchen. Und auch dort wünsche ich mir eine stärkere Diskussion zu diesen Faktoren eigentlich. Und deshalb muss ich als Pfarrerin der Schleiferin, da wo ich schon 10 Jahre lebe, ich muss sagen, die absolute Ehrlichkeit der Welt gibt es, werden wir wohl nie erreichen. Hier wünsche ich mir in allen Strukturdiskussionen, dass sich mehr Jugend eingebunden wird, die jünger ist als ich und dass sie die Foren füllen und nicht wir Älteren. Darf ich noch mal was sagen dazu? Herr Alt, darf ich noch mal was sagen dazu? Also seit Menschengedenken ist es wahrscheinlich so, dass sich die Menschen, ich weiß es nicht ändern werden. Das ist das eine. Aber was wir jetzt eben beobachten können, das ist auch wirklich eine gewisse Verdrossenheit, nenne ich es jetzt mal. Das hat auch nicht unmittelbar mit unserem Thema, mit dem Sorbischen an sich zu tun, sondern die Gesellschaft an sich, die ganze Verfassung der Gesellschaft macht schon Sorge, bin ich der Meinung. Also was sind Werte? Ist immer die 4 Grundwerte des Lebens. Bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen. Ein Anstand einen anderen gegenüber. Also man hat jetzt teilweise wirklich den Eindruck, dass doch einiges verloren geht. Und also Geld wird nicht alles heilen, das ist auch klar, ne? Das ist keine Frage. Am Ende, was Erziehung ausgeht und so weiter, da habe ich eine klare Meinung, das ist am Ende Elternsache. Das ist auch klar. Aber wir gehen gerade so ein bisschen insgesamt die Gesellschaft so ein bisschen nach hinten runter. Und das macht mir eigentlich Sorge, muss ich sagen. Dazu kommt jetzt noch unsere wirklich das, was wir jetzt hier erreichen wollen, gemeinsam, ob das jetzt auf der kommunalen Ebene ist oder hier mit im sorbischen Bereich, sage ich mal, dass wir die Sprache wieder nach vorne bringen und langfristig erhalten können. Also das macht es jetzt gerade nie unbedingt einfacher. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, Frau Marling, es müssten jetzt
wir brauchen noch junge Leute. Ich kann noch eines sagen, am 9.6. ist Kommunalwahl, das macht mich jetzt persönlich froh und ich hoffe, es geht auf. Ich habe einen Nachfolger, der ist erst 25 und wir haben auch wieder 2 volle Listen und das freut mich sehr und ich hoffe, dass das alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Die wollen sich jedenfalls einsetzen und ich hoffe auch, dass sie dort für unser Sorbentum auch was tun. Ja. Gut, wir kehren zurück. Herr Knobloch, Ihre Bedenken, die Sie erst notierten, ist die eine Seite. Und ich frage mich jetzt, ein Ergebnis des letztjährigen Lausitzer Monitors: 76% der Lausitzer sind mit ihrem Leben zufrieden. Das spricht wohl etwas gegen die Erfahrung, die Sie gerade erläutert haben. Und darüber hinaus 55% meint, es ist eine tiefgreifende Veränderung der Strukturen notwendig. Wenn wir uns diese beiden Zahlen anschauen, dann sind diese beiden Richtungen der Bewohner, wären diese Positionen eine gute Grundlage, diesen Prozess, der so vielschichtig ist, zu meistern. Können wir Menschen begeistern, Frau Malling? Können wir Menschen begeistern? Nun ja, das ist unsere tägliche Arbeit hier, ob auf der Kommunalebene oder als sorbischer Motivator oder als Pfarrerin. Wir versuchen, Menschen zu begeistern für neue Dinge. Und auch dort muss ich sagen, ich sehe neue Generationen derzeit in den Leitungen von Kindertagesstätten, an Schulen, auch bei den Bürgermeistern. Da kommen neue Menschen. Und ich spüre, dort gibt es plötzlich ganz andere Zusammenarbeiten. Das ist möglich und dafür bin ich sehr dankbar. Hier in Schleife und auch so spüre ich, es kommt eine Generation, die anders ausgebildet ist, die in Netzen denkt und gemeinsam etwas schaffen möchte. Über die digitale Änderung ist es nicht notwendig, dass alle im Dorf wohnen. Wir können sozusagen auch mit Menschen in Verbindung treten außerhalb dieser Dörfer. Und auch der Lausitz. Es gibt Kompetenzen, die wir nutzen können und so weiter. Und deshalb habe ich einen positiven Blick auf unsere Lausitz. Und auch darauf, dass etwas Neues entstehen wird. Auf jeden Fall wird etwas Neues entstehen. Ich habe auch den Eindruck, Sie haben gerade angesprochen, die schwere politische Situation in der Lausitz, dass auch die etwas anderes wollen, dass sie sich vereinigen und an einem Strick ziehen. Und das gibt mir Hoffnung. Herr Funder, wenn Sie die beiden Zahlen hören, ist das eine Bestätigung der Arbeit in der Gemeindevertretung oder hier in den Vereinen im Dorf? Ja, durchaus. Also ich bin, oder wie formuliere ich es am besten? Also ich bin durch und durch ein positiver Mensch und ein optimistischer Mensch. Und ich habe ja die Veränderungsprozesse angesprochen, denen wir permanent ausgesetzt sind. Und ich glaube, wenn wir uns diese Veränderungsprozesse annehmen und idealerweise mit einem hohen Maß an Beteiligung aus unserer Bevölkerung das Ganze gestalten, kann das Ganze erfolgreich werden. Dass es immer mal wieder Rückschläge gibt, auch das liegt in der Natur der Sache. Dass sich Rahmenbedingungen um uns herum ändern, liegt auch in der Natur der Sache. Was wir aber brauchen, und das ist gar nicht so weit weg von dem, was unsere Pfarrerin gesagt hat, sie sagen Ehrlichkeit, ich glaube, daraus muss Vertrauen resultieren und Vertrauen ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, das ist die entscheidende Währung, die wir hier haben, dass aus unserem Handeln oder aus dem Handeln auch der Einheiten, die über uns sind, nehmen wir Landkreis, nehmen wir Freistaat, Bund oder auch Europa, dass aus dem Handeln also eine Stringenz entsteht und daraus Vertrauen entstehen kann. Wenn wir also
Ich nehme mal nur das Beispiel mit dem, was mit den Landwirten jetzt gemacht wird. Wenn eine Bundesregierung innerhalb kürzester Zeit sagt, wir streichen Subventionen. Jeder, der mal ein Unternehmen geführt hat, und das habe ich 20 Jahre lang als Geschäftsführer gemacht, weiß, dass man im Prinzip, wir planen, wir machen, wir haben im Prinzip auch Kurzfristpläne, aber einfach jetzt zu sagen, wir streichen das jetzt mal, seht mal zu, wie er damit klarkommt, dann ist Vertrauen, was dann im Prinzip an der Stelle kaputt geht. Und ähnlich ist es, und da sind wir an der Stelle, wo die Ankündigung, die Mittel gegebenenfalls dort für die Autobahn oder die Elektrifizierung, das ist so nicht besprochen worden. Und ich denke, aus der Tatsache heraus wird eben auch Vertrauen wieder beschädigt. Also insofern ja, wir haben 76%, wir haben auch 55%, die sagen, wir brauchen Änderungen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das beißt sich noch nicht mal miteinander. Na, weil, wie gesagt, diese Veränderungen sind permanent im Gange. Es kommt immer darauf an, auf uns alle auch gemeinsam das so zu gestalten, dass Vertrauen entstehen kann. Das gelingt nicht immer, das weiß ich aus meiner Arbeit jeden Tag auch. Da die Zeit nun doch vorangeht, schneller als ich es gedacht hatte, gehen wir über in den zweiten Komplex, die Beteiligung der Einwohner. Frau Marling, Sie haben einige Gedanken dazu geäußert. Es ist unter den Wissenschaftlern, die dieses Buch geschrieben haben, welches ich erst genannt hatte, die Erkenntnis zu lesen im Nachwort, dass vor 3 bis 4 Jahren die Autoren eine gewisse Unlust für eine Veränderung festgestellt haben. Und das definierten sie so, beziehungsweise benannten es, dass berechtigte Zweifel bestehen, dass das Versprechen der neuen Zukunft auch passiert. Das ist ein Bild davon, was die Menschen vor 30 Jahren erlebt haben. Sehr eng damit hängt die Skepsis zusammen, dass Experten für den Wandel auftreten, wie damals. Dann waren sie nicht aus der Lausitz, nicht einmal aus dem Osten Deutschlands. Mit eigenen Worten gesagt, wir sollten uns auf eigene Kräfte besinnen, Ältere mit Erfahrungen und Junge mit ihren neuen Ideen, mit ihren neuen Verbindungen. Und es heißt, wir sollen sie bestärken, oder? Manfred Herbasch, die erste Möglichkeit wäre, wir nehmen Dinge, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, die Arbeitskreise, zum Beispiel, dass wir sie wieder ins Leben rufen, vor allen Dingen den Beirat für die Entwicklung dieser Region. Die kamen zusammen das letzte Mal 2022, da war noch Landrat Lange und versprach, dass das Meier macht. Bisher ist das noch nicht passiert, doch der Beirat ist nötig, um alle in unserer Region vorhandenen Kommunen und Vereine zusammengeführt werden und wissen, in welche Richtung das laufen soll. Hier in dem Bereich auf der Kommunalebene finden wir unsere Möglichkeiten. Doch an diesem Tisch sitzen auch diejenigen, welche die Politik in Sachsen tragen, also das Ministerium für Arbeit, für den Schutz der Umwelt, und die wissen auch, was gemacht werden muss. Und das ist dann nicht nötig, wie der ehemalige Bürgermeister Locke von Trebendorf rufen muss und dann kommt niemand. Das heißt, wenn Sie am Tisch sitzen, wissen Sie auch und brauchen sich keine Ausreden auszudenken. Sie sagen uns ins Gesicht, was ist und was nicht ist, und dann wissen wir es. Wäre so ein Beirat auch ein Modell in Uist? Oder vielleicht für die Boxberger Gemeinde Ja, insgesamt? Ich habe jetzt keinen Auftrag vom Bürgermeister Balko aus Boxberg natürlich, aber bei mir schwingt das natürlich immer mit. Wir setzen uns ja jetzt nicht nur für Uist ein, sondern natürlich für die Entwicklung auch der gesamten Gemeinde Boxberg.
was der Manfred schon sagte, auf der Kommunalebene funktioniert das eigentlich recht gut. Also wir haben auch eine Zusammenarbeit mit der Diana Matica hier, muss ich sagen. Die haben wir jetzt nach und nach entwickelt, muss ich so sagen. Also wir uns eint ein Ziel und das wollen wir gemeinsam schaffen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Anders geht es nicht. Und also wie der genannte Beirat oder die Lausitzrunde und so weiter, das sind Gremien, das ist ein bisschen wirklich so in der Versenkung verschwunden, aber das sind gerade auch diese Plattformen, die wir brauchen. Ich kann das jetzt nur so unterstützen und bekräftigen, dass das an der Stelle dort auch von oben nach unten diese Transformation und umgekehrt stattfindet, weil sonst wird das nichts. Ich bin aber trotzdem auch Optimist, Herr Funder, wollte ich bloß sagen. Aber ich mache mir halt bloß Sorgen, so trotzdem, deswegen setzen wir uns ja tagtäglich ein. Ne? Wir wollen ja, dass es wirklich stabil, ordentlich, vernünftig nach vorne geht. Ja, in der Lausitzrunde gibt es, das ist so eine Plattform für Kommunikation. Wenn jedoch die Verantwortlichen der Regierung nicht am Tisch sitzen, kann passieren, dass sie nicht darauf achten, was passiert. Und das ist Unruhe, die geweckt wird bei den Menschen. Es werden andere Entscheidungen getroffen, als die Menschen sich das gedacht haben. Also eine Entscheidung getroffen wurde im Sinne der Menschen, so denke ich, Herr Funder, dass der Schleifergemeinde das Projekt für das Gesundheitszentrum im vergangenen Jahr im Mai genehmigt wurde. Das ist fast das Gesundheitszentrum in ähnlichem Konstrukt wie in Boxberg. Wie haben Sie beim Konzipieren die Menschen mitgenommen? Wie lief das? Das ist doch Ihr Paradebeispiel. Ja, also es ist relativ einfach. Also wir haben uns die aktuelle Situation vor Ort angeschaut und wir haben, es ist, glaube ich, in vielen Gegenden in der Lausitz so, dass wir mittlerweile eine Ärzteschaft, aber oder eine Ausärzteschaft haben, die stramm dem Rentenalter entgegenstrebt. Und gerade bei uns im Nachbarort hat man eine praktizierende Hausärztin gehabt, die ist in Rente gegangen. Also sie hat viel, viel länger gearbeitet als sie hätte eigentlich gemusst, aber sind wir sehr dankbar darüber. Und es hat sich eben dieser Hausärztemangel wie in anderen Regionen eben logischerweise hat sich aufgetan. Und bei uns kamen sehr viele positive Aspekte gleichzeitig zusammen. Wir hatten also die Möglichkeit gehabt, auf dem Grundstück, wo früher auch mal ein Arzt drin gewesen ist, zuzugreifen, konnten die alte BHG, die da drauf war, abreißen. Wir sind dann im Prinzip in den Prozess reingegangen, haben das in den Gemeinderatsgremien beraten, sind innerhalb von 1,5 Jahren quasi, haben dieses Projekt gestemmt. Und was aber bei all dem, wo wir sehr, sehr froh sind, dass wir an der Stelle angekommen sind, sehr schwierig ist, dass wir so eine ganz kleine Verwaltung ja nur sind. Die ist größer als vielleicht in anderen Gemeinden, weil wir ja immer noch mit dem Umsiedlungsprozess beschäftigt sind. Also der Ortsteil Mürose siedelt auf unser Gemeindegebiet um. Das ist Ende dieses Jahres abgeschlossen. Wir holen aber auch nach, und den Satz, der sei mir noch gestattet, wir holen eben jetzt gerade das nach. Als wir 2017 die Revierentscheidung bekommen haben, sind ja gewisse Investitionen bewusst bis dahin unterlassen worden. Also nehmen wir Abwasser, nehmen wir Breitband, nehmen wir die Elektroinstallation, im Prinzip viele, viele Dinge, Feuerwehrgerätehäuser, aber auch in Kita wurde nicht investiert, weil die an den neuen Standort neu entstehen sollten. Jetzt kam diese Entscheidung, dann haben wir uns 2017 auf den Weg gemacht und haben gesagt, was macht man jetzt hier? Das muss ja alles nachgeholt werden. Worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass unsere Verwaltung derzeit wahnsinnig viel damit zu tun hat, erstmal überhaupt dieselben Ausgangsbedingungen zu bekommen, die andere Gemeinden im Strukturwandel jetzt haben. Während andere schon loslaufen, sind wir noch nicht mal an dem Punkt angekommen, wo die losgelaufen sind. Und das ist etwas, wo ich mir wünsche und das auch erwarte, dass diese besondere Situation, die wir hier haben vor Ort, dass die gewürdigt wird. Auch im Rahmen des Strukturwandels, dass gesagt wird, Achtung Leute, wir sind ja davon ausgegangen, es gibt noch eine zweite Förderperiode, es gibt noch eine dritte Förderperiode. Wir haben jetzt an manchen Stellen gar nicht so Gas geben können, weil wir eben diesen Nachholbedarf aufholen. Und haben gesagt, okay, dann sind wir in der zweiten Runde mit dabei. Alles das, was wir jetzt hören, wissen wir ja gar nicht, ob es diese zweite Periode überhaupt in dem Umfang gibt. Und das macht, da sind wir wieder bei dem Thema Verlässlichkeit und Vertrauen.
Aber gefreut haben wir uns natürlich, dass wir im Rahmen des Verfahrens dort quasi die Genehmigung bekommen haben. Und jetzt, aber Sie machen sich keine Vorstellung, also unser Schulneubau mit 27 Millionen Euro war teilweise einfacher zu handeln als so ein Strukturwandelprojekt, das muss ich auch mal sagen. Die Hürden sind ziemlich hoch. Ich habe mich im vergangenen Jahr darüber gefreut, dass das Projekt genehmigt wurde. Wir hatten 2 Jahre zuvor darüber gesprochen und da hatten Sie gesagt, dass noch so viele Projekte vor Ihnen liegen in Verbindung mit dem Aufholen und es war noch nicht abzusehen, ob Sie noch etwas einreichen können und nun ist das gelungen. Ich freue mich für Sie und für alle in Schleife und den umliegenden Dörfern, die davon bessere Lebensbedingungen haben werden. Ich muss erneut auf die Uhr schauen. Frau Mosche ist gleich an der Reihe und erlauben Sie den Sprung. Eigentlich wollten wir noch etwas erläutern und uns der Thematik nähern, wie die Stiftung für das sorbische Volk mit den Fördermitteln, die sie im Rahmen des Gesetzes für die Strukturen des Bundes für verschiedene Angelegenheiten und Projekte in der zweisprachigen Lausitz hat. Wir sparen uns den Weg. Wir gehen hier sofort weiter. Ich möchte von den Herren und Frau Maling noch hören. Sind Förderrichtlinien für Kommunen, für Vereine, Initiativen bekannt, für die Hilfe am Ort, am Platz oder sind sie vielleicht sogar eine Hilfe für die Arbeit am Ort und nun noch ein bisschen geordnet? Es geht um die Förderrichtlinie für das Programm Sorbische Sprache und Kultur in der Strukturveränderung. Herr Knobloch hat dort bereits Erfahrungen, die leider bisher nicht so erfolgreich waren, weil es gibt ein ganz, ganz intensives Vorgabe, das investigative, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also gibt es Richtlinien, um das nochmal zu konkretisieren, die sind in obersorbischer, deutscher und niedersorbischer Sprache zu lesen, wurde bereit herumgesprochen, was eigentlich alles möglich ist. Und nur noch einmal die Frage zuerst an Herrn Funder und an Herrn Hermasch und Herrn Knoblach. Da die Vereine könnten sich dort ihre Unterstützung abholen. Also wissen Sie, wie die Stiftung Ihnen helfen könnte, wie sie unterstützen könnte? Seit kurzer Zeit besser als noch vor kurzer Zeit. Nee, wir haben den Kontakt gesucht dazu und haben uns, jetzt muss man dazu sagen, das Alltagsgeschäft, das kennt jeder Bürgermeister, kennt das, ist ja überbordend, aber wir hatten jetzt versucht, diesen Kreis mal zu durchbrechen und haben zu sagen, wir haben den Kontakt gesucht, wir waren in Bautzen gewesen, wir haben uns auch in Schleife getroffen. Dort hatten wir jetzt am Freitag unsere Hauptversammlung und dort haben wir gesehen, wie schlecht die Situation in den Vereinen ist, dafür die notwendigen Mittel einzusetzen, damit sie dann eine ordentliche Bitte stellen können. Vor allem würde uns helfen, wenn wir einen oder eine an die Hand bekommen, die uns hilft bei diesem Prozess, einen sogenannten Koordinator für Projekte. Diese Stelle ist bei unserem Regionalverband noch nicht besetzt und wir wissen nicht, wann wir vielleicht wieder Glück haben oder wann die Sonne scheint oder der Winter kommt. Wir wissen nicht, wann. Wenn wir aber solch eine Hilfe hätten, dann könnte die Hilfe den Vereinen helfen, eine ordentliche Bitte zu schreiben und zu stellen. Herr Knobloch, Sie verraten uns bitte, wo konnte Ihnen diese Förderung nicht helfen in Ihrem Projekt?
Sie hatten sich doch damit beschäftigt für Ihr Zentrum mit sorbischer Sprache und Kultur und haben festgestellt, wir brauchen Bauaufgaben, die müssen wir verteilen und das geht jedoch nicht. Ja, also ich selbst bin ja im Rahmen der Förderung sozusagen eingestellt im Projekt SARI und bei dem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Herr Ahl, das ist analog bei hier in Schleife im SKC, da geht es ja auch um eine Erweiterung, also ich will jetzt der Diana dort nicht vorgreifen irgendwie, aber es geht ganz einfach, sozusagen den schulischen Bereich, den Ausbildungsbereich hier noch auszubauen. Und bei uns sehen wir das ähnlich. Wir sind der festen Überzeugung, dass es wichtig sein wird in den nächsten Jahren, gerade was die Strukturförderung für Sorbische betrifft. Wir haben immer die inhaltliche Seite, an der arbeiten wir auch ganz klar. Wir wollen das immer weiter voranbringen, in den Vereinen, in die Kommune reintragen, Sichtbarkeit erhöhen und so weiter. Da sind wir dabei. Und die Kommunen, die arbeiten dort entsprechend auch mit. Und das dauert natürlich auch, dieser Prozess. Und die andere Seite ist natürlich, wir sollten wirklich in die ländliche Fläche gehen, bin ich der Meinung. Es wird zum Schluss nicht reichen, Entschuldigung, dass wir dann vielleicht ein Kulturzentrum in Schleife haben und ein Museum in Bautzen und eins in Cottbus. Das wird zu wenig sein. Also ich bin der Meinung, wir sollten versuchen, kleine Ankerstandorte vielleicht zu schaffen als Idee im Siedlungsgebiet, im gesamten Siedlungsgebiet. Und dazu braucht man Baugeld. Das ist einfach so. Und das ist so ein Punkt, der mich oder der uns bewegt, dass wir dort an der Stelle vielleicht weiterkommen könnten. Dass also auch Bauvorhaben gefordert werden. Sorbische Bauvorhaben. So, jetzt netko sme slyšeli, što je dovoljke pšeče. Soboho nažoli a tež Livestream. Ach so, Entschuldigung, damit jetzt alle die Grundlagen der Förderung der Stiftung verstehen könnten hier im Saal und auch im Livestream, wird Frau Mosche jetzt die Förderrichtlinien erläutern. Bitte schön, Frau Mosche. Vielen Dank für die Worte und auch für die Gelegenheit, dass wir heute unser neues Förderprogramm vorstellen können. Sie haben gehört, so bekannt ist er noch nicht. Ich danke nochmals für die Gelegenheit. Wenn ich die Technik bitten könnte. Sie haben hier eine deutschsprachige Vorlage. Ich erläutere es kurz in sorbischer Sprache. Die Investitionsgesetz der Braunkohleregion ist über alle möglichen Förderungen, auch die sorbische Sprache und Kultur einbezogen. Paragraph 17, Nummer 31. Und Sie lesen, was besonders gefördert wird. Ich möchte vorstellen, die Förderung im Freistaat Sachsen. Die Grundlage all dieser Fördergelder ist, dass die Wirtschaftlichkeit erweitert werden soll und dass Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Unser Programm fördert besonders die Revitalisierung und die Belebung der sorbischen Sprache und Kultur und das in 4 verschiedenen Feldern. Bevor ich zu den Feldern komme, möchte ich Ihnen sagen, eigentlich ist dies ein Programm des Bundes, jedoch der Bund hat die Stiftung für das sorbische Volk gebeten, dieses Programm zu bewirtschaften und das haben wir mit Freude getan. Und so haben wir als Stiftung die Förderrichtlinien und das Konzept erarbeitet, natürlich unter Prioritätsaufgaben, die uns der Bund und somit Sachsen gegeben haben. Sachsen hat sich dafür eingesetzt, das stehen uns von Jahr 22 bis 38 42,5 Millionen Euro zur Disposition. Aus diesen Millionen werden jedes Jahr 2,5 genutzt, die wir für nachhaltige Bereiche einsetzen können. Prioritätsaufgabe ist die Erhaltung und der Entwicklung der sorbischen Sprache.
Dabei ist die Regionalisierung der Sprachprogramme und Angebote in den Mittelpunkt gestellt. Damit wir die Aufgabe erfüllen können, heißt das, wir bauen und entwickeln die sorbischen Sprachräume und Domänen aus. Wir vermitteln die Sprache. Wir kümmern uns in diesen Projekten um das Erlernen der sorbischen Sprache, auch über ein Stipendiatsprogramm, so wie uns das die Niederlausitz zeigt, mit dem Projekt Soria. Es geht um Sprachmarketing, um das Fördern von Sprache, um Sprachförderung und alle in diesem Zusammenhang notwendigen Konzeptionen. Das Ziel in diesem Bereich soll sein, dass wir die Zahl der aktiv Sprechenden und der die Sprache Verstehenden erhöhen, erweitern. Dass wir in allen Regionen des Siedlungsraumes wenigstens einen neuen Sprachraum bilden und entwickeln, dass wir die Entwicklung eines attraktiven, sprachfördernden Programms für die Erwachsenen entwickeln und die Erweiterung dessen in der Region. Und dass wir in diesem Bereich wenigstens 10 Arbeitsplätze bis in das Jahr 2038 bilden und schaffen. Ein weiterer Zweig ist die Medienproduktion und Sprachtechnologien mit folgenden Schwerpunkten: Medienpädagogik, Medienproduktion, digitale Erkennen von Sprachen, Sprachentwicklung und Sprachführung. Das sind also digitale Dinge wie Übersetzungsprogramm, so wie wir das heute haben, dass Frau Retschke nicht hier sitzen muss und zuhören muss, sondern dass dies alles automatisch geht. Darum wollen wir uns einsetzen und darum wollen wir kämpfen mit Unterstützung dieses Programms. Digitale Unterstützung bei der Anwendung der Sprache. Ziel in diesem Bereich soll sein, dass auf den Dörfern es ein ständigen Medienangebot gibt, dass es digitale Sprachräume zur Verfügung stehen und dass die Nutzung erhöht wird, dass wenigstens 8 Arbeitsplätze in diesem Bereich entstehen bis zum Jahr 2038. Dass wenigstens ein zusätzliches regelmäßiges Medienangebot aufgebaut wird. Wir haben die Srpske-Noviny, wir haben den sorbischen Rundfunk. Ein Projekt arbeitet daran, einen neuen YouTube-Kanal zu entwickeln. Ein weiteres versucht, eine Online-Plattform, auf der die Jugend sich kennenlernen kann und kommunizieren kann, aufbauen. Solche Zweige sollten wir weiter aufbauen, damit die sorbische Sprache, und das ist meine wichtigste Aussage, auch für unsere Jugend und für die Kinder attraktiv bleibt. Gerade das sind Aufgaben, die vor uns stehen. Ein dritter Zweig ist die sorbische Sprache und Kultur als Faktoren der regionalen Identität und für die enge Verbindung. Das heißt, Angebote im Bereich der Kunst und der Kulturproduktion, Kulturveranstaltungen, Bildungsangebote, Beteiligung und Partizipation. Ziel in diesem Bereich sollte sein, Sie können es jetzt auch lesen. Das heißt, neue Bildungsangebote anzubieten, die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern und damit das Empfinden bei den sorbischen Angeboten zu entwickeln, die Erweiterung neuer Formate und der Erweiterung wenigstens 4 neue Arbeitsplätze zu schaffen auf diesem Bereich. Der 4. und letzte Bereich ist der Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung.
alles mit der sorbischen Kultur und mit dem sorbischen Erbe zu bringen, näher zu bringen, mit neuen Produkten, mit der Digitalisierung, mit dem Erbe zu verbinden, damit Menschen zu erreichen und damit die Empfindung oder die Emotionen nahezubringen. Das sind wir, das ist das Sorbische. Das ist wohl in vielen Augen verloren gegangen, diesen wichtigen Punkt für sich selbst zu werben, wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch hier gibt es 4 Arbeitsplätze als Ziel definiert. Herr Arlt hat bereits gesagt, 3 Sachen können nicht gefördert werden. Leider keine Investitionen. Das heißt, der Projektträger muss das Haus uns anbieten. Wir können es dann mit Inhalten und mit Mitteln füllen. Das heißt, das Angebot, das haben wir erst mit Herrn Funder gesprochen. Wir haben ein Projekt weiterhin besprochen. Über diese Projekte entscheiden am Ende der Stiftungsrat. Die Stiftung hat einen Beirat ausgewählt mit 9 Fachleuten, die eine Förderung empfehlen. Aus der Region Schleife ist im Beirat Herr Schwarz vertreten, der die Interessen dieser Region vertritt, hinsichtlich der Projekte, die eingereicht wurden. Die Projekte werden nicht nur bewertet, ganz einfach danach, ob sie dem einen oder anderen entsprechen. Es wurde in der Konzeption ein Scoring dargestellt. Es gibt 7 Punkte, die von jedem Einzelnen bewertet werden sollen, entsprechend den eingetragenen prozentualen Zahlen. Und am Ende erreicht man eine Zahl, eine Summe, die darüber entscheidet, ob es gefördert werden kann oder nicht. Das Minimum sind 6 Punkte. 10 Punkte ist das meiste. 6 Punkte sollten erreicht werden, um eine positive Förderung aussagen zu können. Ich freue mich jetzt in den nächsten Tagen auf Ihre Ideen. Sie sehen, bis zum 31. Juli jeden Jahres können Projekte eingereicht werden. Diese Projekte werden in der Stiftungsverwaltung geprüft, vor allen Dingen auf der Vollkommenheit. Da kann noch zugearbeitet werden. Dann wird eine Projektvorlage für den Beirat erarbeitet. Der Beirat bewertet das. Es gibt Gespräche mit den Projektträgern. Es wird eine Wertung formuliert, die dann Ende November in die Sitzung des Stiftungsrates geht und dort entscheidet der Stiftungsrat. Wir haben in diesem Förderprogramm als Stiftung das große Glück, dass wir nicht jedes Jahr neu denken müssen und genehmigen. Das Programm erlaubt eine Förderung im Gesamten auf 5 Jahre. Das heißt, wir können konzeptionell an 5 Jahre denken und danach darf man erneut eine Bitte einreichen, bis wir im Jahr 2038 angelangt sind und die Gelder ausgeschöpft sind. Das ist also eine große Chance, nicht nur an heute und morgen zu denken, sondern konzeptionell nach vorn zu denken und hier etwas auf die Beine zu stellen und etwas aufzubauen, was in die Zukunft zeigt. Wir haben die Kritik gehört, dass unser Förderprogramm noch nicht bekannt genug ist. Deshalb möchte ich gleich an den möglichen Termine zeigen. Wir sind am 5. März in Hoyerswerda und dann im April in Bautzen. Und dort wollen wir das genauso vorstellen und gemeinsam über neue Ideen nachzudenken und diese auf die Beine stellen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Mosche. Ich fördere Sie gerne auf und bitte Sie,
Ihre ersten Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich, damit wir sie sammeln können und dann Schritt für Schritt antworten können, auf Ihre Fragen antworten können. Bitte, wer hat die ersten Fragen? Bitte stellen Sie sich vor. Meine Damen und Herren, mein Name ist Gordian Meyer-Plath vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung bezieht sich auf den schönen Satz, wir bieten den Inhalt, Sie bieten die Hülle. Weil das ist etwas, was mich heute etwas überrascht hat, weil in all den Jahren, in denen ich mich mit Strukturwandel beschäftige, eigentlich genau die Kritik meistens umgekehrt ist, dass zu viel sogenanntes Betongeld im Rahmen des Strukturwandels in die Region fließt, aber zu wenig in das investiert wird, was wir eben als nicht investive Maßnahmen verstehen, also tatsächlich Inhalte. Und hier scheint die Kritik genau umgekehrt nun zu sein. Und die Inhalte sind da, wie ich finde, in einem wirklich tollen Programm, was dort vom Bund zur Verfügung gestellt wird und was wir mit viel Leben füllen. Und nun kommt die Kritik, dass die Räume nicht dafür hergestellt werden. Also das überrascht mich ein bisschen, weil es gibt ja, glaube ich, eher für die Ertüchtigung auch von Räumlichkeiten auch noch andere Möglichkeiten als jetzt genau das Programm, was Sie so schön dargestellt haben. Das vielleicht noch als Anmerkung. Die Frage, die ich habe, vielleicht habe ich in der Diskussion was nicht ganz richtig verstanden. Ist ja mit Übersetzung manchmal nicht so ganz leicht. Es kamen sehr oft die Begriffe Ehrlichkeit und Sensibilität. Und der Begriff Ehrlichkeit wurde von Ihnen, Frau Marling, so ein bisschen dargestellt als, ja, Ehrlichkeit hat etwas mit Geldflüssen zu tun, mit Transparenz von Geldflüssen. Und als Gegensatz dazu wurden weiche Faktoren gestellt. Und dann brachten Sie, glaube ich, das Beispiel Schulen. Und das habe ich nicht so genau verstanden, weil das ist ja häufig eine Entscheidung, investiere ich in Infrastruktur, investiere ich in sogenannte weiche Faktoren, aber Geld kostet beides. Insofern hat es beides wieder mit Ehrlichkeit, hoffentlich auch mit sensibler Ehrlichkeit zu tun, aber eben auch mit Grundsatzentscheidungen, wohin soll das Geld fließen. Vielleicht habe ich Sie aber auch nicht richtig verstanden. Dankeschön. Erste Giacomo. Ich danke Ihnen. Wollen Sie etwas sagen? Ja, wir haben diskutiert. Wir haben über Gerechtigkeit diskutiert, nicht über Ehrlichkeit. Das war vielleicht ein kleines Problem in der Übersetzung. Was ist eigentlich, jetzt kann ich es auch formulieren, gerecht? Wie gesagt, ich beobachte sehr oft, dass dieses definiert wird in der Strukturdiskussion, wohin geht welches Geld. Wo geht mehr Geld hin, wo weniger? Also ist das dann gerecht oder nicht gerecht? Mein Votum ist, wir sollten uns anders inhaltlich fragen, was heißt eigentlich Gerechtigkeit? Hat die Antwort Ihnen weitergeholfen oder zufriedengestellt? Ja, mein Name ist Thomas Schwarz. Ich bin Künstler. Ich arbeite mit den uralten Bäumen, die dem Bergbau weichen mussten. Ich bin Gemeinderat und ich bin Vertreter der Region in dem Beirat zu diesen Strukturmitteln, zu diesen Fördermitteln. Frau Moscher hat das ja schön vorgestellt und wir hatten ja an den Bewertungskriterien war auch diese Regionalität oder diese Kernbetroffenheit am Anfang. Die ist mittlerweile ja entfernt worden wie bei allen Projekten und das ist auch ein Riesenproblem an den ganzen Dingen. Wir sind, vielleicht noch vorneweg, ich bin auch Optimist gewesen bis vor 2, 3 Jahren. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr ein tolles Wort kennengelernt, Realpessimismus. Und ich denke, wird viele noch treffen hier. Wir sehen das an der Beteiligung, nicht? Also wie professionell gehen wir um? Wir laden die Betroffenen hier vor Ort kaum ein, nicht? Also das ist auch so ein Punkt, vielleicht gleich mal
Ich habe von Frau Mosche die Einladung erhalten. Ich bin als Gemeinderat nicht eingeladen worden. Ich bin von der Domowina oder das vielleicht mal so als kleine Anmerkung. Ja, ist ja schön hier, wenn wir unter uns sind, da kann man das schön machen. Vielleicht zurück nochmal zu dem, vielleicht nochmal kurz auf das Thema Bergbau. Das ist was ganz Besonderes. Also viele werden das vielleicht gar nicht wissen, was das mit den Menschen macht. Wir haben das wie ein Brennglas, das, was in der Gesellschaft überall ist. Neid, Gier, Hass, das haben wir hier in ganz extremer Weise. Es ist sehr viel Geld im Umlauf, die LEAG muss sich freikaufen bzw. Dinge erfüllen. Das ist ein ganz spannender Prozess mit ganz vielen Möglichkeiten und ich sehe auch im Strukturwandel unglaublich viele Möglichkeiten. Also wir brauchen dort aber Menschen, die das professionell begleiten, die Visionen haben, die den Mut haben, das umzusetzen, die Fantasie haben, die entschlossen sind. Und das, was wir hier haben, ist alles Ehrenamt. Fast alles, was wir das sorbische Leben hier haben, ist im Ehrenamt. Wir haben das bei der 750-Jahr-Feier gesehen, was das fantastisch hier durch den Ort gegangen ist und alle klopfen uns auf die Schultern. Und das, was wir an Professionellen haben, die sind ausgefüllt mit den normalen Arbeiten oder schaffen das einfach gar nicht. Dieses Programm, was uns zur Verfügung steht, zu nutzen. Wir haben jetzt 2,5 Jahre nichts geschaffen. Wir haben die Gelder, die sind weg. Frau Mosche könnte dann vielleicht auch mal sagen, wie weit die Gelder eben schon verplant sind. Wir müssen jetzt den Fuß in die Tür kriegen. Wir brauchen professionelle Strukturen. Und die sehe ich in keinster Weise, dass wir die hier haben. Und auch die Kommunikation war ein Thema, Manfred hat es gesagt. Wir müssen uns angewöhnen, viel weniger übereinander zu reden, sondern viel mehr miteinander. Das ist, glaube ich, ein Punkt, vielleicht noch, ja. Also ich bin da wirklich sehr pessimistisch, dass wir wirklich das, was hier möglich ist, hier umgesetzt bekommen. Weil das, wenn wir dort 42 Millionen Euro haben, wir siedeln gerade einen Ort um, warum sollen nicht 10% von diesen 42 Millionen hier in die Region kommen? Und da sehe ich überhaupt keinen Weg. Das ist zum einen auch gar nicht gewollt. Und also das ist jetzt populistisch, ich weiß, aber wir kriegen das nicht um. Wir könnten Leute hier einstellen, wir haben Vitai-Projekte, wir haben Sprachprojekte über die sorbische, wir reden nur über Industriearbeitsplätze. Nicht? Und was können wir hier im Kulturellen, was können wir, die weichen Faktoren und. Ne? Aber das vielleicht mal so als Anmerkung. Wutrobne Jacknes Schwarz. Vielen Dank, Herr Schwarz. Daniel Hefner. Ich heiße Daniel Hefner und arbeite im Bereich zu kreative Wirtschaftlichkeit, Strukturänderungen. Diese Veranstaltung hier etwas. Ja. Also wir haben natürlich eine Administration, die das sieht. Es tut mir leid, wir hatten ein wunderbares Subsorb-Festival. Wir haben junge Leute, die Lust auf was haben. Die Frage ist einfach, wo ist das Ziel, wo wollen wir hin? Ja, und Entschuldigung, Herr Alt, es war keine taktisch gute Frage jetzt. Natürlich findet hier niemand die Elektrifizierung der Strecke Dresden-Görlitz nicht gut, aber die Frage ist doch, wo sind die Ziele, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, worauf haben wir Lust? Und meine Wahrnehmung ist eine ganz andere. Ich bin natürlich nicht in der Administration und muss jetzt eine Schule bauen, aber wir haben so viele Gelder, es ist so viel Geld unterwegs, es ist nicht in den richtigen Händen. Ja? So, das ist immer das große Problem, aber wir haben, jetzt ist Simul Plus, wo ist der Antrag der Gemeinde Schleife für 150.000 Euro? Ja? Simul Plus endet 11. März. Wissen Sie, also es ist so viel Geld unterwegs, auch als Unternehmer. Zumindest jetzt kann ich noch aus brandenburgischer Perspektive sprechen, JTF 70% Förderung, wenn ich Innovation mache. Also Sie als Geschäftsführer, jetzt müssen wir mal sehen, ich kann gar nicht so viele Anträge schreiben, wie viel Geld gerade unterwegs ist, aber was ich halt machen muss, ich muss ein Ziel haben und ich muss die Ideen haben. Und das haben wir nicht. Und das ist eben auch, Herr Hamer, auch Sie kriegen noch, oder ich sage dazu noch was, wir haben sozusagen der Eigenanteil bei einer Stiftung für sorbische Volk in diesem Programm liegt bei 5%. Also es tut mir jetzt mal ganz ehrlich leid. Ja? Also wenn Sie 100.000 Euro haben wollen, da können Sie 2, 3 Stellen einrichten und Sie schaffen es nicht mit diesen Stellen 5.000 Euro zu organisieren in Ihren Verein, sorry, dann muss ich sagen, gibt es scheinbar auch keine Nachfrage. Also seien Sie mir nicht böse, ich kenne die ganzen Probleme, auch ich war gemeinnütziger Verein und ja, aber ich wollte nur mal sagen, aber sozusagen mir fehlt hier absolut, also dafür, dass wir über Strukturwandel sprechen, mir fehlt hier Aufbruch. Wo soll es hingehen? Worauf haben Sie Lust? Ja, also vielleicht sagen Sie mir einfach, worauf haben Sie Lust? Was wäre das Beste, worauf hätten Sie Lust jetzt im Strukturwandel? Das ist meine Frage.
Ich muss nur beantworten, uns wurde gesagt 20% und das sind keine 5%. Dann werde ich jetzt dem Manfred Nickel sagen, ab sofort für 95% die Anträge stellen. Jetzt habe ich es deutsch gesagt. Keine Missverständnisse mehr. Danke. Ich wollte nur anmerken, bei der Stiftung fürs sorbische Volk, in diesem Programm, wenn Sie sinnvolle Anträge stellen mit ordentlichen Zielsetzungen, ich habe es geschafft, ja, also sozusagen, und mit Unterstützung der Stiftung und dem Innenministerium gegenüber und allen Problemen. Also es ist machbar, ich bin der Beweis. 95% Förderung, aber die Ziele müssen stimmen. Und Sie müssen halt einen vernünftigen Antrag schreiben. Also Verzeihung, aber es ist möglich, ja, sozusagen. Und also ich weiß nicht, vielleicht, wenn Sie ganz betteln, ob 100% auch gehen, aber sagt Frau Mosche, kenne ich mal was. Ganz kurz nur. Wir sprechen über 2 verschiedene Programme. Die Stiftung hat 2 Programme. Das ist einmal das reguläre Programm für die Förderung der sorbischen Sprache und Kultur, das wir bereits seit 1991 haben und welches basiert auf dem Finanzabkommen läuft. Und ich habe das 2. Programm vorgestellt, welches es erst seit 2022 gibt, was es erst im Investitionsgesetz fundiert. Der Anstoß von Herrn Häfner war ganz klar. Ja, das ist das, was ich am Anfang verdeutlicht habe. Wir benötigen junge, innovative Menschen, die etwas wollen, die Ideen mitbringen. Und das ist für mich Strukturwandel. Und die passiert auch, wenn eine junge Ärztin kommt, wenn ein junger Direktor kommt. Das passiert, wenn etwas sich ändert. An Strukturdingen sozusagen. Und ich habe mich gefreut über dieses Programm, welches bis 38 läuft. Ich habe viele Arbeitsplätze gesehen. Und dort ist meine große Frage, woher nehmen wir die Menschen? An Geld fehlt es derzeit nicht, wirklich nicht. Jedoch, wo sind die Menschen? Also vielen Dank, dass Sie die Diskussion hier ein bisschen erfrischen, aber vielleicht sei mir der Satz gestattet oder vielleicht ist es mir nicht vollumfänglich gelungen, ne, warten Sie, lassen Sie mich mal ausreden, vielleicht ist es mir nicht vollumfänglich gelungen, auch mal auf die Probleme aufmerksam zu machen, die wir im Alltag haben. Und dass wir eben bis vor kurzem noch davon ausgegangen sind, dass wir umgesiedelt werden müssen und diesen Nachholbedarf mit einer Verwaltung zu stemmen haben. Das ist einfach ein Fakt. Den müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Aber Sie haben uns ja gefragt, auch gerade uns hier vorne, worauf wir Lust haben. Und das kann ich Ihnen ganz klar sagen, worauf wir Lust haben. Wir haben also Lust darauf, diesen Ort hier zu gestalten, diese Orte bei uns im Kirchspiel zu gestalten. Wir sind jetzt mittlerweile, erfreulicherweise hatten wir gerade die Amtskollegen aus Halbendorf, Großdüben und Trebendorf hat eine Wahl stattgefunden, mit denen wir auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, die wir vor 2 oder 3 Jahren noch nicht gehabt haben. Also wir denken viel, viel mehr im Kirchspiel hier in unserem Gemeinden, in unserer Verwaltungsgemeinschaft, als es noch vor kurzem der Fakt war. Aber nehmen wir mal das Thema Halbendorfer See. Wir haben also in Halbendorfer See unser Naherholungsgebiet, eine alte Kohlegrube. Da sind wir jetzt gerade dabei zu sagen, wie bringt man das in die Zukunft? Das haben wir separat betrachtet, Stärken, Schwächenanalysen. Wir haben Dorfentwicklungskonzepte gemacht für Schleife, Rhone und Mulkwitz. Wir gucken uns unser sorbisches Kulturzentrum hier an und sagen, wie schaffen wir das, Strukturen hier zu bringen, die weit über die nächsten 5 Jahre hinaus reichen. Wir haben eine unfassbare Menge an Content, an Inhalt. Wir haben materiell wie immaterielle Inhalte hier. Die wollen wir kategorisieren, katalogisieren, die wollen wir aufnehmen. Da ist ganz viel bereits da. Aber wie schaffen wir das? Die Chefin des Sorbischen Kulturzentrums sitzt hinter Ihnen. Wie schaffen wir es im Prinzip, alles das, was wir hier haben, den Menschen sichtbar zu machen, erlebbar zu machen? Und da sind wir jetzt gerade in Gesprächen darüber, wie schaffen wir das? Das machen wir alles nebenbei, neben einer unfassbar aufreibenden Verwaltungsarbeit. Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, das geht meinen Kollegen überall so, aber da haben wir Lust drauf. Wir haben es aber auch Lust drauf zu sagen, dass wir die medizinische Versorgung hier sicherstellen. Wir haben erfreulicherweise 2 junge Ärztinnen, die zu uns kommen wollen.
Wir wollen sicherstellen, dass wir hier, wir haben eine tolle Schule, wir haben im Prinzip, ich will Ihnen eine Schlüsselsituation erzählen, die ich vor kurzem gehabt habe. Ein Unternehmer war hier, der ist hier aus Schleife, ist weggegangen, hat in Chemnitz ganz lange gearbeitet, kommt jetzt wieder her als Unternehmer. Und dann sagt er mir mit einem Nebensatz, sagt er, wissen Sie was, ich erlebe hier etwas, was vor 20 Jahren nicht gewesen ist. Wir haben das sorbische Leben bei uns hier in Schleife auf einem Level, wie ich es nicht erlebt habe, als ich weggegangen bin. Und das ist ermutigend, ist das. Wir haben mit Vitae angefangen, wir haben im Prinzip die Kita, wir haben die Schule jetzt, wir haben, unser Schulleiter sitzt auch, man auch als Schulträger einen ganz engen Draht. Darauf haben wir Lust und worauf wir auch ganz besonders Lust haben, dass die jungen Menschen hier bleiben. Ich habe selber 4 Kinder, davon haben die ersten 2 ja schon, ich habe also 4 Enkel auch schon mittlerweile. Eine studiert jetzt, der nächste ist gerade auf dem Gymnasium. Darauf haben wir Lust, dass die hier bleiben, dass wir denen die Chance geben können. Aber dazu zählen viele weiche Faktoren, aber eben auch harte, dass sie die Arbeitsplätze hier haben und dass sie hier bleiben können. Und vielleicht noch ein Satz. Wir haben Siedlungsverluste von ca. 20% von den Menschen, die in einer Umsiedlung befasst worden sind. Das drohte bei den 1500 Leuten auch. Und bis vor kurzem sind sie davon ausgegangen, dass das noch so ist. Jetzt ändert sich das gerade alles wieder. Wissen Sie, was das mit den Menschen macht? Dass sie sagen, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gab Leute, die wussten schon, wie ein neues Haus aussieht. Die wussten schon, wo es steht. Ich kannte meinen neuen Nachbarn schon. Auf einmal ist alles anders. Das macht was mit den Menschen und trotzdem sind die Menschen bereit, sich mit Veränderungsprozessen nicht auseinanderzusetzen. Das macht mir auch Mut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weitere Fragen bitte? Verlangt jetzt von mir keine große Rede. Just Goberg aus Schleife. Und es ist so, wir haben jetzt darüber gesprochen, über Entwicklung und so weiter, was vor uns liegt. Ich glaube, wir müssen mal gucken und den Leuten, ich bin hier in den Jahren 50 hierher gekommen, da kann ich mich noch erinnern, wenn ich hier durchs Dorf gegangen bin, sonntags, da waren alles in Tracht und die sind in die Kirche gekommen. Voriges Jahr ist die letzte Trachtträgerin gestorben in Schleife. Und ich will nur sagen, wir müssen das, was wir hier haben, das müssen wir uns erhalten. Und das ist so in Vergessenheit geraten. Wir sagen immer, wir müssen das und wir müssen das und wir müssen das halten. Unsere ganze Ecke hier, der Sorbische und mit allen drum und dran, das ist eigentlich für den Tourismus Goldstaub. Wenn wir erzählen, wenn wir so unterwegs sind und erzählen, was hier passiert ist, dann sagen, ihr seid da gekommen, wo die umgesiedelt wird, wie ist denn das und so weiter. Und dann sagt man noch, na, wir sind aus dem sorbischen Ländli hier und dann sagen die, was ist Sorben und so. Das ist nicht weit genug tragen. Unsere Mädels hier im Sorbenzentrum haben sich sehr, sehr große Mühe gegeben und geben sich eigentlich alle, die damit beschäftigt sind, die wissen, was sie raustragen und wie das aufgenommen wird und so. Ich bin der Meinung, wir haben die Möglichkeit, wir haben mit dem Bürgermeister auch schon gesprochen, ich will bloß mal meine Meinung dazu sagen. Wir müssen das, was tatsächlich hier passiert ist, alles dokumentieren, haben wir schon zum großen Teil. Aber ich glaube, da ist schon ein kleines Museum unbedingt notwendig. Für diese ganze Sache, die hier passiert ist. Und ich will bloß ein Beispiel geben. Ich bin hier in den 50er Jahren, wie ich erst schon gesagt habe, hergekommen. Da haben wir angefangen. Ich bin gleich hier, die erste Stunde war ich mit in der Verwaltung hier in Schleife. Und da haben wir das Vitae-Projekt angefangen. Heute ist es schon so weit, also waren viele Kinder. Wir haben die Mütter hier und die das alles aufgenommen haben oder mitgemacht haben und so. Heute, vor 2 Jahren, habe ich mal mit einem Hort gesprochen, sage ich, wer spricht denn noch mit euch? Das ist passiert, das ist irgendwie passiert. Damals war die Oma noch da haben sie gesagt, naja, du kannst zu Hause auch Sorbisch sprechen. Das ist weggefallen, das ist ganz weggefallen. Und jetzt haben wir, auch die Hortnerin hat eigentlich
da ein bisschen mit einigen. Ich habe ein paar Leute besorgt noch, dass wir einmal in der Woche ein paar gefunden haben, die mit denen, wo wir hingegangen sind, die Sorbisch gesprochen haben. Die können ja das gar nicht anwenden. Und da ist jetzt, wenn wir die sorbische Sprache erweitern wollen und so, ich glaube, da sind wir weit weg. Wir müssen, und da sage ich nochmal, wir müssen das erhalten, oder was wir hier durchgemacht haben auch. Das muss erhalten werden für die Nachwelt. Und da müsste so ein kleines Museum, ich habe sogar den Standort schon, am Halbendorfer See, hier wird ein großer Parkplatz gebaut, der ist auch in Strukturwandel oder wie? Ja. Und da hätte so ein Ding hingepasst. Da sind Leute, die irgendwie mal hier vorbeikommen und so und das sehen, was hier passiert ist. Hier ist wirklich was passiert. Ich war hier in dem Typgebau da ist genau dieses Museum, was in diesem Landstrich passiert ist, das ist hervorragend. Wo sind die Sorben hergekommen? Wie sind sie hier sesshaft geworden? Wie ist das alles? Das kann dokumentiert werden. Und wir haben sogar einen hervorragenden Maler dafür, der das machen würde. Denkt mal drüber nach, über die ganze Sache und vielleicht kriegen wir da muss jemand brennen dafür. Und das ist nicht so, dass man sagt, wir nehmen das mal auf oder so. Nee, da muss einer brennen dafür und sagen, ich gehe mal in diese Versammlung in Hoyerswerda oder in Bautzen oder so und frage mal an, was im Strukturwandel passiert, das kann man keinem mehr erklären. Bloß ein Beispiel nur, dann bin ich fertig. In Bautzen, in Görlitz, ist ein Bahnbetrieb kaputt gegangen und die haben 90 Millionen Strukturwandel gekriegt und in Leipzig wird die Straßenbahn gebaut für Görlitz. Das ist irgendwo nicht nachvollziehbar. Oder das andere noch, jede Gemeinde. Haben Sie bitte noch eine Frage? Also vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen. Kann ich was dazu sagen? Also uns geht es analog zu Ihnen. Bei uns im Bereich fragen Sie nicht, wie unsere Böden, unsere Zuhause aussehen, was wir an Material haben. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Natürlich geht es um die Bewahrung, das ist da gar keine Frage. Aber das, was die ganz als Vorreiter angestoßen hat, die Domowina, das ist einfach wichtig gewesen, dass wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben. Das war höchste Zeit und anders geht das nicht. Wir müssen wirklich, das ist eine Kraftanstrengung, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber genau, was Sie auch gesagt haben, es fängt im Kindergarten an, in der Schule, es geht ja um die Thema, das Thema wollen wir jetzt noch nicht ganz so oft machen. Es geht eben darum, dass wenn in der Schule in Schleife Sorbisch unterrichtet wird, dass es dann eben in der Mittelschule weitergeht oder auf dem Gymnasium weitergeht. Das sind aber Sachen, das muss man nur sagen, das muss sich auch entwickeln. Ja, also nur das, was Sie gesagt haben, sozusagen mit der Bewahrung, das ist richtig, ne? Aber zum Schluss, also mir liegt am Herzen dran, dass wir uns das Sorbische nie zum Schluss bloß noch im Museum angucken. Ich sag's jetzt mal so. Also heute schon mal Männer Joachim Glücklich. Ja, guten Abend, ich bin Joachim Glücklich. Ich wohne in Borkhammer, 30 Jahre bereits. Ich stamme aus Forka bei Prostwitz. Ich habe 40 Jahre als Lehrer gearbeitet und war 30 Jahre davon Schulleiter. Ich habe vielleicht in der Zeit den Schülern gesagt, geht in die Welt und kommt zurück mit neuen Ideen, kommt als gebildete Menschen zurück, kommt zurück. Am Gymnasium sind viele Menschen in die Welt gegangen. Ich habe mit viel Interesse das Buch Cedassil gelesen. Ich habe in Hoyerswerda in einem Gesprächskreis gerade eine Sorbin getroffen. Eine Sorbin, die in Frankreich als Sorbisch sprechende Frau dort lehrt. Na, wir sehen uns, sagt sie.
Der eine wohnt in Frankreich, der andere in Polen und wir telefonieren abends mit dem Internet zusammen. Früher haben wir zusammen in der Gaststätte gesessen. Wie bekommen wir denn diese Menschen wieder zurück in die Lausitz? Wie überzeugen wir sie? Nur mit Arbeitsplätzen? Das weiß ich nicht. Wir haben natürlich im Sommerland Menschen, die weit weg waren und jetzt wieder hier arbeiten. Im Institut arbeitet aus Rosenthal stammende Frau Scholze, dem Chef des Domowina Verlages, der vorher in Berlin tätig war. Ich weiß nicht, ob uns Programme helfen oder persönliche Verbindungen. Frau Pfarrerin hat mehrere Male gesagt, ja, der Nachwuchs, ja, die sind weg. Sie sind nicht verloren, sind im Moment weg. Wie bekommen wir sie zurück nach Hause in die Lausitz? Vielleicht über attraktive Arbeitsplätze. Ich denke jedoch nicht nur. Ich weiß auch nicht, wie interessant es wäre, nach 50 Jahren nochmal auf die Lausitz zu schauen. Das erlebe ich nicht mehr. Ich bin jedoch sehr gespannt, wie wir sie zurückbekommen. Ich habe auch keine große Idee, wie wir sie erreichen können und überzeugen können, zurückzukommen. Nur ein Satz dazu, weil Sie gesagt haben, wie gewinnen wir die Menschen zurück? Das ist wir sollten uns zuallererst mal die Frage stellen, wie wir das schaffen, dass die Jugendlichen hier bleiben. Und da sind zuallererst mal auch in einem ganz entscheidenden Maße die Eltern zuständig dafür, dass sie die Liebe für die Heimat wecken, dass sie sagen, Achtung, das ist euer Zuhause, ihr geht in die Welt, lernt und kommt dann wieder zurück. Bei mir ist es glücklicherweise, hat es geklappt, meine beiden großen Jungs sind hier und ich hoffe, dass die beiden Jüngeren auch hier bleiben, aber es liegt zuallererst mal an die Eltern. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen was dagegen, das permanent auf die Gesellschaft und auf die äußeren Umstände zu schieben, permanent. Also lieben wir das, was wir machen, eigentlich selber? Das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Und geben wir unseren Jugendlichen, unseren Kindern die Heimatliebe mit? Das ist doch eine Frage und die müssen wir uns alle auch mal stellen und jeder Einzelne auch. Dann sind nämlich viele Kinder wären dann hier geblieben auch. Ich möchte kurz darauf antworten. Ich habe auch 12 Jahre außerhalb der Lausitz gewohnt. Muss jeder Sorbe zurückkommen, um für Sorben zu arbeiten? Heutzutage, ich weiß es gerade bei uns evangelische Sorben, wir sind in ganz Deutschland verteilt, in der ganzen Welt. Wir haben wieder ein evangelisches Wochenende. Da kommen Menschen aus Heidelberg, aus Münster und so weiter hierher. Und sie engagieren sich das ganze Jahr für das Sorbische. Sie schreiben für Pomaibo. Sie sind aktiv, wenn wir uns online treffen. Für mich ist dies vielleicht auch etwas Illusion, dass jeder Sorbe in der Lausitz wohnen muss, um für die Sorben zu arbeiten. Heute kannst du sozusagen überall wohnen und auch digital für die Sorben arbeiten, ehrenamtlich oder vielleicht zukünftig auch einmal als Angestellter. Bevor Herr Domaschka spricht, sehe ich eine Frage im Livestream. Weshalb gibt es kein zentrales Fest der sorbischen Sprache und Kultur mehr, so wie früher? Das ist schwer, in diesem Kreis eine Antwort zu finden. Wir haben natürlich das Folklore-Festival, das Fest der sorbischen Sprache und Kultur. Ich weiß mich zu erinnern, wir haben die Olympiade der sorbischen Sprache. Wir haben einen Wechsel zwischen dem Folklore-Festival in Crostwitz und in den anderen Jahren haben wir hier das Dudelsack-Festival hier bei uns und wir haben somit auch Gäste aus den slawischen Ländern und auch dort herrscht Unterhaltung. Das hängt natürlich auch mit Geldern zusammen. Jedoch die Menschen in den Gegenden, in den Regionen müssen dafür stehen. Wir bereiten uns bereits jetzt wieder auf das Dudelsack-Festival und auch in Crostwitz ist die Veränderung gelungen, eine neue Leitung des Festivals zu finden. So zentral, wie das damals bei der Partei war, das lässt sich nicht mehr regeln.
Das habe ich selbst erlebt, als man uns vorgeschrieben hatte, was vorgetragen werden darf und vor allem, was von kirchlicher Seite nicht gesagt werden darf. Die Schleifer waren das letzte Mal dort und haben ganz einfach das Kirchliche auf die Bühne gestellt und da haben wir uns die Parteileute von der Bühne geholt. Herr Czornak gleich darauf oder dann bitte Herr Domaschka. Domaschka aus Dresden. Herrn Domaschka aus Dresden, ja, das ist möglich. Und danke, Frau Retschke, für die Übersetzung. Wir reden ja hier viel über Schleiferaspekte, was natürlich gut ist, da wir hier sind, aber natürlich wollten wir ja insgesamt die sorbischen Aspekte im Strukturwandel beleuchten. Das heißt, wir reden über ganz verschiedene Regionen, die da eine Rolle spielen und verschiedene Probleme haben und aber doch auch gemeinsame Probleme, die sie einen. Und da fehlt doch aus meiner Sicht eine Struktur, eine sorbische Struktur, die diese spezifischen Dinge debattieren kann. Und damit man Leute dazu gewinnt, dort mitzumachen und dann auch sich einzubringen, vor allem junge Leute, die für ihre Zukunft da noch einen Sinn drin sehen, muss man den Menschen, die sich beteiligen, natürlich auch Verantwortung in die Hand geben. Also das heißt, einen Raum für die Debatte schaffen und dann in diesem Raum die Mittel zur Verfügung stellen, die dann verteilt werden können durch die Teilnehmer. Und damit das funktioniert in diesem Staat, das ist aufs Grundgesetz vorgeschrieben, müssen die Menschen, die da teilnehmen, frei gewählt werden. Und damit sind wir im Prinzip bei der Überleitung. Sie können sich ja denken, hier die Vorbereitung der Veranstaltung wurde ja maßgeblich durch den Serbski Sejm initiiert, auch wenn das nicht genannt wurde, um niemanden zu verschrecken. Aber es ist eben der Fall und ich denke, dass hier eine Lücke klafft. Die Domovina als Dachverband ist verpflichtet, kulturelle Arbeit zu leisten. Die Savaschbar hat die Einschränkung ihres Stiftungszwecks, wo auch explizit politische Betätigung ja nicht erwähnt ist. Und diese Lücke müsste aus unserer Sicht, aus meiner Sicht erstmal geschlossen werden. Das heißt, wir brauchen auch einen politischen Aspekt bei der ganzen Strukturwandeldebatte, bei der ganzen Kulturdebatte und Sprachdebatte. Darauf möchte ich hier hinweisen und ich freue mich auf die kommenden 3 Veranstaltungen auch, die die Landeszentrale ja noch ausrichten wird. Und habe eigentlich gar nicht so eine direkte Frage dazu. Aber ich könnte jetzt fragen, wie Sie alle zu der Frage der politischen sorbischen Vertretung stehen. Vielleicht möchte sich dazu jemand äußern. Und bevor wir darauf antworten, wollen wir natürlich wissen, ob der Serbski Sejm vielleicht ein grundsätzliches Dokument hat, welches sich zum Strukturwandel äußert. Das wäre ohne Frage vorstellbar. Wer ein Gremium fordert, welches sich dafür einsetzt, wäre es doch legitim, dass so etwas vorliegt. Zuerst jedoch Herr Czornak. Hi, Tomasz Czornak, Nebelschütz. Ja, Tomasz Czornak aus Nebelschütz. Ich habe 2 kurze Fragen. Wie ist es möglich, Unterstützung zu geben im Strukturwandel, dass auch Investitionen gefördert werden können, die wichtig sind für unsere Regionen, dass wir unabhängig sind? Das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn wir politisch gemeinsam vorgehen könnten, dass Richtlinien so geändert werden können. Deshalb die Frage, wie können wir das gemeinsam, dass wir politischen Druck ausüben können, dass uns das gelingt, dort Fördermittel zu erhalten. Dasselbe Problem sind Investitionen, dass auch dass nur Neubauten gefördert werden und nicht Umbauten. Und wenn wir in unserer Region die alten Gebäude erhalten wollen, dann ist ein Umbau engetauglich nötig und nicht, dass alles neu gebaut wird. Die weitere Frage ist, wie ist verbunden? Strukturwandel gibt es auf der ganzen Welt. Wie ist dies verbunden mit anderen Regionen, wo der eine vom anderen lernen kann? Wir haben ein Konzept erarbeitet, was das Lausitz-Zentrum angeht. Und dort haben wir mit Ausländischen zusammengearbeitet und das steht in den Richtlinien auch drin. Wir haben auch ein Bildungskonzept gehabt am Ende, auch wirtschaftlich wurde das alles
gezählt. Dieses Kompetenzzentrum ging auch in die Maßnahmen der Regierung und erhielt dort einen Beitritt. Und dann kam bei mir die Rente und jetzt sollten sich andere darum kümmern. Und dann haben das COA und andere bearbeitet. Und wir haben dann 22 durch die neuen Verhältnisse bei uns entschieden, dass wir dieses Konzept fallen lassen, weil wir sehen, dass die sorbische Sprache bei uns vor allen Dingen notwendig ist. Und deshalb haben wir gesagt, alle Kräfte in den Umbau des sorbischen Kulturzentrums zu stecken. Und das ist der Stand seit 2022. Ja, herzlichen Dank noch einmal für das Statement, dass natürlich auch viele Regionen in der Welt und in Europa sind, die Strukturwandel haben. Ich habe besonders gute Kontakte nach Spanien. Dort gibt es auf den Dörfern eine ganz andere Situation. Dort sind die Dörfer ohne Bevölkerung, sie sind verlassen. So ist die Situation dort. Und ich bin überaus dankbar, dass wir jetzt als Schleiferkirchgemeinde eine mehrjährige Partnerschaft mit der evangelischen Gemeinde in Lublin in Polen haben. Ich denke, das ist noch eine große Möglichkeit für unsere Lausitz, dass wir uns in die slawische Welt orientieren und schauen, was dort gerade sich entwickelt. Natürlich nicht nur politisch, was Polen betrifft, jedoch auch was die wirtschaftlichen und kulturellen Lebensbereiche betrifft. Lublin und Breslau sind Perlen unserer eigentlichen Region hier. Und das würde ich mir wirklich mehr wünschen, vor allem auch von der deutschen Bevölkerung, dass mehr in die slawische Welt geblickt wird, was uns umgibt in der Oberlausitz, in Richtung Tschechien, hier in Richtung Polen. Und das können wir auch als Sorben und das ist nichts Neues. Wir können eine Brücke dazu sein. Wir können das annähern. Polnische Gruppen kommen her. Wir fahren hin und suchen nach innovativen Ideen, die wir mitbringen. Und das ist für mich die Zukunft, auf verschiedene Regionen zu schauen in ganz Europa und in der Welt. Herr Kell. Ich heiße Hansa Wilhelm Kell, ich komme aus der Niederlausitz. Ich wohne in Hustein, ein kleines Dorf ist dies, Nähe Gräbendorfer See. Ich möchte kurz vorstellen, die Frage war ja da. Der Sejm hat verschiedene Ausschüsse gebildet, unter anderem auch einen Ausschuss für Regionalentwicklung und Wirtschaft. Und in diesem Ausschuss wurde ein Konzept entwickelt, Strukturwandel aus der Sicht der Wenden und Sorben. Das Konzept ist soweit, dass es zur nächsten Sejm-Sitzung am 23. März in die erste Lesung gegeben werden kann und danach auch öffentlich verfügbar ist. Es beginnt an sich mit der grundsätzlichen Frage nach dem Strukturwandel. Das wurde ja heute auch schon ansatzweise andiskutiert. Was versteht man unter Strukturwandel? Ist es wirklich ernsthafte Absicht, neue Strukturen zu schaffen und damit nicht nur die Probleme der Zeit an die nächste Generation weiterzugeben, indem junge Leute nachwachsen, entstehen ja keine neuen Strukturen, sondern sie müssen sich damit beschäftigen, was ihnen die Elterngeneration hinterlassen hat. Das Problem ist, können wir den jungen Leuten Staffelstäbe an die Hand geben, die es ihnen ermöglichen, ganz neu zu bestimmen. Unser Problem ist doch, dass wir überall als Bittsteller auftreten im sorbischen Bereich, wenn es darum geht, irgendwelche Gelder, irgendwelche Mittel, irgendwelche Kompensationen zu erbitten, die für den Verlust von 136 Dörfern entstanden sind durch den Kohleabbau. Und da sind auch mit Verlaub diese in Aussicht gestellten 42,5 Millionen natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Thema das Hauptthema des Konzeptes im Strukturwandel besteht darin, wirklich neue Strukturen zu schaffen. Und die wesentliche Säule, die ist nach unserem Dafürhalten der Ausbau
von Mit- und Selbstbestimmung der Bevölkerung der Lausitz selber. Sie haben es ja vorhin beschrieben, dass es ein gewisses Frustrationspotenzial gibt in der Bevölkerung, dass die Leute das Gefühl haben, auch Leute, die in Verwaltungen arbeiten, dass über ihre Köpfe hinweg einfach irgendwas entschieden wird, dass es an Transparenz und Ehrlichkeiten mangelt teilweise. Und ich denke, das wäre auch meine Frage, die ich Ihnen nochmal mitstellen würde heute Abend, wenn wir Mut und Ehrlichkeit mit Selbstbewusstsein verbinden und darüber diskutieren, ob der Strukturwandel uns nicht als Bevölkerung insgesamt der Zivilgesellschaft ein Instrument an die Hand gibt, dass wir selbst und mitbestimmt unsere Zukunft gestalten können und nicht als Bildsteller mal daherkommen müssen, wäre das nicht der entscheidende Wurf, den der Strukturwandel als Chance uns bieten würde? Zum Selbstbewusstsein noch eine ganz kleine Anmerkung extra. Es geistert ja immer diese ominöse Zahl von 60.000 Sorben und Wenden in der Lausitz umher. Es gibt ja mittlerweile erfreulicherweise eine von der Domowiner in Auftrag gegebene Umfrage, wo sich 150.000 Lausitzer ihrer wendischen und sorbischen Wurzeln bekennen. Aber ich lasse das mal bei den 60.000. Das sind 2% der sächsischen Bevölkerung und in Annäherung auch ungefähr 2% der brandenburgischen Bevölkerung. Das heißt, diese 2% der Bevölkerung erwirtschaften jährlich ein Steueraufkommen in Sachsen von 400 Millionen Euro. Ja, und in Brandenburg von 200 Millionen Euro. Das heißt, wenn wir selbstbewusst an das Thema herangehen und sagen, wenn wir selbstbestimmt und mitbestimmt über die von uns selbst erwirtschafteten Mittel entscheiden könnten, dann würden wir hier über 600 Millionen Euro pro Jahr sprechen. Und die Frage daraus ist, was halten Sie davon? Wäre nicht die Selbst- und Mitbestimmung der Zivilgesellschaft in der Lausitz über ein regionales Parlament, ein Parlament der Wenden und Sorben, eine geeignete Voraussetzung, um in neuen Strukturen neue Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen? Ja, vielleicht als Entschuldigung, aber ich bin jetzt sozusagen seit 3 Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, anfänglich als Verein, als Sarotka-Verein, weil wir gesagt haben, wir wollen das sorbische Leben wieder nach vorne bringen oder es ist ja praktisch bei uns gar nichts mehr da gewesen, so muss man sagen. Wir haben wirklich zusammengesessen und vor 4 Jahren haben gesagt, naja, so kann es nicht weitergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einer unserer ersten Schritte war, nachdem wir uns gegründet hatten, wir hatten dann uns umgehört, also wir waren wirklich völlig unbedarft bei der ganzen Geschichte, muss ich sagen, sind wir rangegangen und wir haben damals bei der Domowiner offene Ohren gefunden, das ist einfach so und das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich da angestellt bin, aber auf der anderen Seite ist es ganz einfach so, ich fühle mich dort gut aufgehoben, das ist das eine und ich denke auch, dass die Domowiner die Vertretung fürs sorbische Volk ist. Ihre Zahlen kann ich jetzt nicht überprüfen. Das ist jetzt nochmal die ganz andere Sache, was Sie hier ansprechen. Und ich glaube auch nicht, dass das in der, alleine schon von der Zeitschiene und dass da überhaupt noch was machbar wäre. Das ist das eine. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Stimmungslage ist. In der sorbischen Bevölkerung, inwieweit die das befürwortet, vielleicht können Sie mal darauf antworten. Also ich denke, dass ein großer Teil der Menschen in der Lausitz, in der sorbischen Lausitz, ja, ganz einfach zur Domowina stehen und weil sie wissen, das ist die Interessenvereinigung, die die ganze Sache voranbringt, die ist Ansprechpartner und ob das in Plenum wirklich anders machen sollte, ich weiß es nicht. Also ich kann mir das nie so richtig vorstellen gerade. Ein Satz, der mir gestattet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir das Thema Strukturwandel hier ein bisschen zu sehr verwursten. Was meinen Sie mit Strukturen sich ändern, was wir denn an die jüngere Generation übergeben? Also wir reden über das InfKG, wir reden darüber im Prinzip, dass wir aus der Kohle aussteigen. Darüber reden wir zuallererst. Was bringt das und was zieht das nach sich? Und ich glaube, das sollte man bei der ganzen Debatte nicht vergessen. Dass wir sagen, worüber reden wir hier? Dass wir also, dass Industrien im Prinzip sich ändern. Das ist politisch gewollt. Es gab, dass bis 38 quasi jetzt ausgestiegen wird. Und ich glaube, das ist zuallererst einmal im Prinzip das Thema, über das wir reden sollen. Inwieweit hat die Zivilgesellschaft
Zivilgesellschaft darüber mitzubestimmen? Welche Möglichkeiten? Ja, inwieweit hat die... Ja, zum Beispiel, aber wir haben eben auch gewählte Parlamente. Wir haben eine Bundesregierung, wir haben ein Parlament, wir haben einen Freistaat Sachsen, wir haben ein Land Brandenburg, dort haben wir die Landesparlamente, also sind ja alles gewählte Vertreter. Wir brauchen hier keinen Dialog. Herr Herrmasch hat das gesagt. Wenn wir etwas im lokalen Bereich erreichen wollen, brauchen wir dort die entsprechende Kommunikation und dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen. Und da hilft uns nicht groß, ganz gleich, ob es der Bundesvorstand der Domowina ist oder der Serbski Sejm, die klug am grünen Tisch etwas entwickeln. Wenn die Schleifer dann an ihrem Tisch sagen, das hilft uns nicht. Also wir haben für solche komplizierten Situationen unsere Workshops gehabt und dort haben wir uns über das benannte Thema unterhalten und haben diskutiert. Das heißt, wir müssen nach dem Jahr 2022 damit wieder anfangen. Damals hat Corona das unterbrochen. Schauen wir, was kommt. Ja, und alles muss von unten wachsen. Wir haben noch 2 Fragen. Ich würde mit der zweiten Frage beginnen. Repräsentiert fühlen, ist Ihr Heimatbegriff veränderlich? Also ich würde mir zuallererst immer wünschen, dass so eine Fragen nicht anonym gestellt werden, weil ich glaube, es ist durchaus eine legitime Frage, die aber aus meiner Sicht mehrere Unschärfen in sich birgt. Was machen Sie inhaltlich? Ich gehe mal davon aus, dass ich als Bürgermeister gemeint bin, nicht als Privatperson. Was machen Sie inhaltlich, damit sich junge Menschen in sorbischen Strukturen repräsentiert fühlen? Kann das jemand übersetzen jetzt mal, die Frage? Also mir gelingt es nicht, ich interpretiere jetzt rein, was tun wir im Prinzip für das sorbische Leben bei uns in den Gemeinden, und da glaube ich, da tun wir relativ viel oder nach unseren Möglichkeiten. Andererseits muss auch vieles aus sich heraus selbst wachsen. Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr intensives sorbisches Leben bei uns haben. Gerade jetzt gucken wir zurück im Prinzip, wir haben das Zampern, wir haben Vogelhochzeit, die Osterzeit steht vor der Tür, das wird sehr, sehr intensiv bei uns gelebt und ich glaube in dem Maße, wie es in Nachbargemeinden nicht mehr der Fall ist. Das ist das eine. Wir als Gemeinde, so verstehe ich die Frage zumindest, unterstützen das in jeder Hinsicht, wie wir können. Wir haben 2 Stiftungen, wir haben ein sorbisches Kulturzentrum, also wir gucken in vielerlei Hinsicht, dass wir das unterstützen und schauen, dass das weiterhin funktioniert und wir als Verwaltung dort auch die Türen aufmachen und Hürden wegräumen. Ist Ihr Heimatbegriff veränderlich? Ich glaube, Heimat ist Heimat und inwieweit das veränderlich ist, sicherlich der eine oder andere geht damit anders um. Mancher ist konservativer, mancher sagt, da ist da, wo meine Liebe ist oder da ist, wo meine Kinder sind. Mein Heimatbegriff ist das, wo ich hier bin, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie lebt und wo ich mich wohlfühle. Das ist meine Heimat und ich glaube, die Liebe zu dieser Heimat, wenn wir den Kindern mitgeben, ist das ein ganz entscheidender Fakt, im Prinzip auch hier zu bleiben. Ich habe es versucht, kurz zu fassen. Bevor Thomas Czornak noch einmal spricht, möchte ich erwähnen, in Gemeinden, auf Dörfern, dort, wo Menschen sich versammeln, dort, wo sie miteinander denken. Manfred hat das beschrieben und auch Herr Knoblauch hat darüber gesprochen, wie sie in Uist sich kümmern und Nebelschutz ist eigentlich das Beispiel im Sorbenland. Dort kann man etwas bewegen. Wichtig ist, dass Menschen zusammenfinden und sie müssen im Dorf beginnen, ihre Strukturen zu bilden. Dort hilft nichts, wenn von oben irgendjemand etwas erzählt. Bitte, Herr Czornak. Ja, auf meine erste und zweite Frage, die da waren, können wir vielleicht die Richtlinien ändern, dass wir gemeinsam partizipieren, dass auch weitere Investitionen und wenn es um den Bau oder Umbau von Häusern
verändert werden kann. Wie kann man das machen, damit die Richtlinie geändert werden kann? Da gab es noch keine Antwort. Zum Beispiel, wenn wir über die Struktur sprechen in die Zukunft. Es wurde über Neighborhoods gesprochen. Als wir unseren Kindergarten bauten, haben wir unsere Kinder gefragt, was sie sich wünschen für ihren Kindergarten. Und ich denke, wenn wir über Richtlinien sprechen, dann sollten wir die Einwohner, die Sorben alle einbeziehen. Und ich denke, eine Richtlinie kann geändert werden, wenn sie nicht perfekt ist. Wenn wir sagen, wir wollen gemeinsam an neuen Strukturen und an neuen Richtlinien und an besseren Bedingungen arbeiten, gemeinsam arbeiten, um am Ende die Basis zu finden, damit unsere Kinder, unsere Jugend, unsere Gesellschaft gebildet wird, die unsere Lausitz halten. Und das ist ein wichtiges Fundament. Und wenn auch heute nicht so viele Leute gekommen sind, ist vielleicht die Richtlinie nicht bekannt. Die Bedingungen sind vielleicht auch nicht optimal. Bürokratismus ist groß. Vielleicht finden wir andere Wege. Und deshalb auch die Frage und die Motivation, gemeinsam mit anderen Regionen sich zu verbinden. Diese Probleme gibt es woanders auch. Vielleicht auch mit Regionen, die weiter entfernt sind, die das geschafft haben. Heiko Kosel, bitte. Vielen Dank und guten Abend. Wir haben bisher gesprochen über ganz verschiedene Akteure, über die Politik, über Gesetze, über die Zivilgesellschaft. Wir haben über Geld gesprochen, über unser Geld, nämlich über Steuern, die wir zurückbekommen, über verantwortliche Menschen der Politik. Wir haben, glaube ich, an einen Akteur vergessen und das ist der Braunkohlekonzern. Er hat meiner Meinung nach auch eine Verantwortung für den Strukturwandel. Er hat das finanzielle Potenzial. Er ist und bleibt wohl auch ein starker Besitzer von Immobilien in der Lausitz. Und der Immobilien hat, kann natürlich auch die Strukturen und den Wandel beeinflussen. Und deshalb meine Frage an das Podium, welche Erwartungen habt ihr an die Verantwortung dieses Bergbaukonzerns? Auf welche Art wollt ihr oder habt ihr Erwartungen, dass dieses Unternehmen Verantwortung für die Struktur, für den Strukturwandel in der Region übernimmt? Herr Kosel, Sie sprechen dort im Prinzip einen ganz interessanten Fakt an. Also wir stellen fest, oder es ist ein Fakt bei uns auch in der Gemeinde Schleife, dass der Bergbaukonzern oder die LEAG der größte Grundstückseigentümer ist. Das ist aus dem Umsiedlungsgeschehen, beziehungsweise dort resultiert das und das ist einfach Fakt, was ganz klar auch unsere kommunale Entwicklung einschränkt. Und ich durfte beim letzten Barbara-Tag und bei Barbara-Feier und auch auf einer anderen Veranstaltung wurde vorgestellt, wie die LEAG sich transformieren will. Und wir erleben dort, dass also alles das, was jetzt konventionell elektrisch hergestellt werden soll, in Zukunft erneuerbar hergestellt wird. Dazu sind, so ist meine Wahrnehmung, die Flächen, die dort werden notwendig sein dafür. Was sind unsere Erwartungen an den Konzern? Also, dass er eine Verantwortung hier gegenüber der Region und gegenüber den Menschen hat, ganz klar. Aber eben auch, dass diese Transformation damit einhergeht, dass die Bürgerinnen und Bürger davon partizipieren. Das ist meine ganz klare Erwartung daran. Also da rede ich jetzt nicht nur über diese 0,2 Cent oder ähnliches, sondern da reden wir ganz klar darüber auch, dass wir sagen, Achtung, ihr seid der größte Grundstückseigentümer, ihr seid ein großer Arbeitgeber hier auch, ihr nehmt Flächen, die ihr bereits in Anspruch genommen habt und die ihr auch perspektivisch in Anspruch nehmen wollt für Energieerzeugung. Davon soll im Prinzip die Gemeinschaft hier partizipieren. Das ist meine klare Erwartung daran. Na, da kann ich bloß noch dazu sagen, also die Meinung teilen wir in Boxberg drüben, ganz klar. Also sind ja auch im ständigen Austausch mit der LEAG. Ja, das wird spannend und abzuwarten sein. Also wir müssen natürlich die Forderung weiter aufmachen, ganz klar. Und ja, analog zu euch. Ja, ergänzen möchte ich nur, was Herr Funder sagt. Das unterstütze ich voll.
Es ist ein großes Problem für die Schleifer Kirchgemeinde, dass wir einen Großbesitzer von Grundstücken haben. Für mich ganz wichtig ist Rekultivierung, denn wer sagt von uns, dass dies erst 2038 sein wird, das Ende der Braunkohle ist? Das sind wirtschaftliche Planungen. Und wenn mit dem Ganzen kein Geld mehr verdient wird, haben wir eher nur 1 Kilometer von hier entfernt eine riesengroße Puszczyna, ja, Wüste. Ja, ich frage mich, wie werden Gelder gegeben, um hier etwas zu verändern? Wie wird die Bewohnerschaft einbezogen? Und deshalb laden wir als Kirchgemeinde in Schleife ein an eine Diskussion, was wird? Was wird mit diesem Loch, das bleibt? Es wird eine kleine Diskussion sein, doch das sind Foren, in denen wir versuchen, die Menschen zu mobilisieren. Menschen, Einwohner, das ist eure Verantwortung. Schaut bitte darauf, was dort passiert. Zwei Fragen noch. Bitte Fragen, keine Statements. Okay. Wir haben ja über 42,5 Millionen gesprochen. Herr Funder weiß das ja aus dem regionalen Begleitausschuss, wo ich auch sitze für die Umweltverbände. Da geht es um 40 Milliarden, gut, gesamtdeutsch, aber ein paar Milliarden sind für die Lausitz auch da. Und da ist eben keine sorbische Mitsprache gegeben. Und das wäre vielleicht Geld, was im großen Stil für Rekultivierung oder auch für eine Enteignung der LEAG, für eine entsprechende Entschädigung natürlich, theoretisch geeignet wäre. Da hat bis jetzt, glaube ich, noch niemand drüber nachgedacht, nur mal so am Rande. Aber das ist natürlich der Punkt, wenn wir also wegkommen von dem, was die Stiftung mit den kulturellen Projekten und sprachlichen Projekten plant. Das ist das 1000-fache in der Größenordnung an Geld. Und da haben wir keine Mitsprache. Und wir reden ja heute über sorbischen Strukturwandel. Und ja, Entschuldigung, ein Statement. Vielleicht die Frage an Herrn Funder, wie er das sieht. Die Mitsprache der Sorben im regionalen Begleitausschuss. Da sitzt die Domowina ja als nicht stimmberechtigtes Mitglied mit dabei, so wie viele andere. Können Sie sich vorstellen, dort vielleicht die Geschäftsordnung irgendwie zu ändern in irgendeiner Weise und das zu unterstützen? Vielleicht der falsche Ansprechpartner dort. Ne? Es liegt nicht in meiner Macht. Achso, Entschuldigung. Jetzt bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner da und ich kann maximal meine Meinung hier dazu sagen, aber es liegt nicht in meiner Macht, das dort zu ändern. Ne? Es geht ja darum, also Sie kennen das ja aus dem regionalen Begleitausschuss, ich bin auch nur stellvertretendes Mitglied, dass immer wieder geschaut wird, dass aus den Reihen der Mitglieder, der Stimmberechtigten und Nicht-Stimmberechtigten, die Möglichkeit besteht, in einem Evaluierungsprozess mitzuwirken. Die erste Evaluierungsstufe ist ja jetzt durch und aus dieser wurden ja auch einige Änderungen, fließen dort mit ein. Ich gebe zu, da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich das Thema der sorbischen Mitsprache dort nicht auf dem Schirm habe. So ehrlich muss man auch an der Stelle sein, weil da bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Ich bitte dich sehr um Verständnis. Ja, dann müssen wir uns wirklich an die Domowina wenden, denn dort sitzt jemand, natürlich nicht als stimmberechtigt. Dort sollten wir aber dann in Frage die Frage stellen der Wirkung. Soweit ich weiß, dürfen die Mitglieder des Begleitausschusses anderen nichts erzählen. Dort gibt es keine Transparenz und wir können hier die Antwort nicht finden. Die letzte Frage bitte, Herr Kell. Und dann erstmal Herr Walde, bitte. Ein Statement und zwei Fragen. Und zwar zum ersten, nur eine Richtigstellung. Also im Plenum des sorbisch-wendischen Volkes schränkt ja die Arbeit der Domowina nicht ein. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das zweite ist eine Frage an den Herrn Herrmasch. Ganz kurz und bündig mit Ja oder Nein. Konnten Sie in den Werkstätten irgendwas mitentscheiden? Weil Anhörung ist nach meiner Meinung nach nicht Mitgestaltung. Also die Workshops schaffen Entscheidungen, diese werden eingetragen und an den Workshops sind auch die Kommunen beteiligt.
oder Arbeitsgruppen. Und damit wissen Sie auch, was wir uns wünschen. Und dies ist ganz einfach. Ein einfaches Einhergehen zwischen uns und den Kommunen. Alle anderen sind nur Gäste und gehen dann auch wieder. Wir haben das in unseren Händen. Und dort, wo wir Einfluss haben, nehmen wir ihn auch wahr. Wir haben jedoch nicht alles in unseren Händen. Und am Ende sind wir nicht der Bauchnabel der Welt. Wir haben gehört, dass wir 2% der Einwohnerschaft Sachsen und respektive Brandenburg sind. Und dann ist es schwierig, als Minderheit der Mehrheit etwas zu sagen. Wir haben bei uns Wege gefunden, wie wir uns gemeinsam austauschen. Und dort gibt es auch deutsche Menschen, die Sorbisch nicht beherrschen. In dem Fall sprechen wir Deutsch. Und dann wissen sie, in welche Richtung der Kahn läuft. Fertig und Punkt. Letzte Frage, Dr. Mürtschin-Walde. Eine Frage noch an den Herrn Funder, bitte. Zweite Frage an Herrn Funder. Wer trifft denn die Entscheidungen, wo es mit dem Dorf lang geht? Das Folklore-Ensemble oder das Parlament des Dorfes? Naja, die Frage können Sie sich doch selber beantworten. Also, ja, worauf zielt denn das Ihre Frage? Ich finde, das ist jetzt auch nicht ganz fair von Ihnen. Das ist, okay. Sie dürfen dann gern im Gespräch miteinander klären, also alle offenen Dinge klären. Ich habe die Frage ja schon beantwortet. Also wir haben ein gewähltes Parlament, wir haben einen Gemeinderat, der fällt die Entscheidung. Wir haben Ortschaftsräte, die fällen die Entscheidung. Und diese Räte bilden im Prinzip den Querschnitt unserer Bevölkerung. Hier heute? Hier heute die Frage? Wir reden über Kohleausstieg. Wir reden immer noch über Kohleausstieg. Mürtschin-Walder, ja oder nein? Ich wollte eigentlich nichts mehr sagen. Ich habe jedoch eine Frage vom Anfang an, welche sich bis zum Ende zieht. Herr Hermersch hat am Anfang gesagt, dass er darum gebeten und gekämpft hat um die Forderung, dass die sorbische Sprache und Kultur in den Strukturplan eingetragen werden soll, und das ist nicht passiert. Dann ist das doch gelungen, dass es eingetragen wurde. Wir wissen aber auch, dass das, was auf dem Papier steht, ist eben Papier. Die Frage ist, ob das verwirklicht wird oder nicht. Meistens passiert dies nicht. Meine Frage ist, was denken Sie, woran liegt das? Dass diese Forderung für die sorbische Sprache und Kultur sich einzusetzen, nicht gehört wurde. Wir haben Gesetze, wir haben Konzepte, überall steht diese Forderung drin. Gerade jedoch in dem Prozess des Strukturwandels war das nicht möglich. Woran liegt dies? Das ist meine Frage. Die grundsätzliche Frage ist, dass dieses Thema in den Bereich der Partizipation gehört. Und wir werden das mit in die Redaktion nehmen. Wer für dieses Forum zuständig ist, wird das thematisieren. Und jetzt ist Herr Dr. Löffler. Bitte. Ich will jetzt nicht schon das Schlusswort halten, aber vielleicht so kurz vor Ende nochmal eine kleine Transparenzaussage treffen. Herr Domaschke hat uns ja direkt angesprochen und den Anteil des Serbsgeselm in der Vorbereitung dieser Reihe kundgetan. Das bedarf einer Klarstellung. Und die ist mir ganz wichtig. Das ist völlig richtig. Wir haben mit dem Serbsgeselm, zuerst mit Herrn Kosel, sehr interessante, sehr weiterführende Gespräche geführt. Da habe ich viel daraus gelernt. Wir haben ja genauso, ich freue mich, dass Herr Stadnik heute da ist, mit der Domowina gesprochen. Wir haben mit der Stiftung für das sorbische Volk, wir haben mit der
sorbischen Zeitung gesprochen und wir haben, das wissen Sie alle, in manchen Punkten Übereinstimmung, in anderen Dissens. Das gilt für alle, die hier im Raum sind. Und es gehört zu einem Grundprinzip der Arbeit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, dass wir keine Kooperationen eingehen mit Bewegungen, Parteien, Unternehmungen, Projekten, die streitbehaftet sind. Wir werden auch niemals eine Veranstaltung mit der CDU oder der SPD, der Linken, Fridays for Future, Greenpeace oder wem auch immer machen, solange eine Sache im Streit behaftet ist. Und darum bin ich, und ich komme zu meiner Einführung des heutigen Tages, sehr froh, dass wir mit der Stiftung und mit der Zeitung 2 Einrichtungen gewonnen haben, die jenseits des Streits stehen. Und lieber Herr Domaschke, Sie können gerne Werbung für den Selbstgesem machen. Wir sind hier in der Öffentlichkeit, das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde es ehrlich gesagt schlechten Stil, wenn Sie dabei die Landeszentrale verwursten, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und das, finde ich, geht nicht. Und wir haben es eben angesprochen, wir haben uns dann ja Gedanken gemacht, wie wir eine mehrteilige Reihe, und auch da waren wir im Gedankenaustausch mit Ihnen und mit anderen, wie wir das aufbauen. Und die Frage der politischen Partizipation ist uns ein großes Anliegen und bekommt entsprechend Raum am Ende dieser Reihe. Aber wir haben auch gelernt, dass es ganz harte Sachfragen gibt und Braunkohle, Strukturwandel ist eins davon, genauso wie nächstes Mal die Schulen, die dann auch fachlich diskutiert werden müssen. Dass dabei immer Fragen der politischen Repräsentation eine Rolle spielen, ist unstreitig richtig, aber ich bitte doch sehr darum, dass wir einen gewissen Stil miteinander pflegen, die Dinge auch zu unterscheiden. Dankeschön. Das hätte ich fast gesehen als Schlusswort und als Richtung für die kommenden Veranstaltungen am 13. März in Crostwitz, dann 2 Wochen später in Bautzen, weitere 2 Wochen später in Hoyerswerda. Ich danke Ihnen ganz herzlich hier auf dem Podium, Ihnen zu Hause am Bildschirm und natürlich alle, die hier ausgeteilt haben in Schleife auf dem Saal. Vielen Dank, kommen Sie gesund nach Hause. Auf Wiedersehen.